grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Es erzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch dem Werner Schall. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabomben hinten rein. Uns Zange klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Es erzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüßt euch Gott, meine Lieben, eine neue Pawlatschen, eine neue Woche, ein neuer Montag ist heute da. Pawlatschen Nummer 243, wenn ich mich nicht täusche, haben wir heute. Das geht gut. Grüßt euch, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Auch von meiner Seite habe ich die Ehre, grüß euch gut, aus dem Chefsessel, aus dem neu erworbenen, ein sogenannter Gaming-Sessel. Ja, ist ein Spielzeug vielleicht. Nein, ist nicht, es ist gar nicht. Er schaut wirklich sehr bequem aus und auch gut geeignet zum Gitarrespielen, wie man schon mitgekriegt haben jetzt gerade. Also ich kann alles machen, ich sitze bequem am Tisch, also beim Tisch und kann auch das Instrument in die Hand nehmen. Also das passt, grüß euch gut. Schön, dass alle da seid wiederum. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Chat. Paul Artmann, jawohl, auf eine schöne Pawlatschen. Schau, Raffi, wir werden keinen Richter brauchen, ist rundum top. Danke dafür, super. Zu dem werden wir noch ich kommen. bedanke mich auch ganz herzlich natürlich. Warte, du kannst gleich schauen vom Raffi, das Wein, ob das eher auch Viertel sind. Moment. Ob das die Spritzerglasen Ja, sind. selbstverständlich. Ja, Selbstverständlich. Schau, Johann Mühlbacher, just became a member. Na, das ist ein Wahnsinn. Ich Schricke auf Schricke ist auch verlassen natürlich. Grüß dich Gott, Hans, servus. Weltklasse, freut mich sehr, danke der Schee. Ja, es gibt jetzt die Möglichkeit eben Kanalmitglied zu werden und wir sind stolz darauf verkünden zu können, wenn du Kanalmitglied bist, hast du Vorteile? Keine. Es ist ein reiner Support, wie man so schön sagt, eine reine Unterstützung und über die wir uns sehr freuen, aber wir bleiben dabei, dass unser Content für alle ersichtlich Es soll für alle weiterhin bleiben. zur Verfügung gestellt sein und jeder, der Interesse an unserer Musik, an unseren Dingen, die wir sonst noch machen hat, der soll es auch bitte bekommen und so ist es. Verwenden und soll sich daran erfreuen dürfen. Und darum gibt es eben keine besonderen Vorteile als Kanalmitglied, sondern einfach nur, es ist sozusagen nichts anderes als eine Spende für die Buben. Sonst ist es nichts. 4,99 € glaube ich ist der Preis und wir freuen uns über jeden, der uns auf diese Art und Weise natürlich unterstützt. Ja. Und jetzt der aktuell Johann Mühlbacher, danke dafür. Matthias Mariacher ist da, der Ludwig Saas, hallo zusammen. Ich bin froh, wieder bei euch zu sein. Weiß noch nicht, wie lange ich durchhalte, bin ziemlich kaputt. Naja, ein bisschen. Ich hoffe, wir bauen dir ein bisschen auf dabei, ja. Aber schön, dass du da bist. Straßenans ist auch da, grüß dich Gott. Susanne Faber, jawohl. Heute am Schluss von der Mama ein Regelspiel. Susanne Faber, das bekommst du sicher. Ganz sicher. Einige werden jetzt wahrscheinlich sich wundern, wieso Susanne Faber? Die wurde doch bereits als für tot erklärt, nein? Nein. Also ja, stimmt. Von ja. ihrem Ex-Mann, vom Thomas Faber, den wir heute hier nicht antreffen werden. Zumindest, ich weiß nicht, ob er uns hören kann oder sehen kann, aber er kann definitiv nicht kommentieren oder sonst was, weil den Thomas Faber haben wir aufgrund seiner also dieser Überschreitung dieser roten Linie, dass er gesagt hat, seine Ex-Frau ist gestorben und wo es eine glatte Lüge war, ein Blödsinn, haben wir ja mal so blockiert und natürlich von allen Kanälen, wo es halt irgendwie, weiß ich nicht, wie das halt dann was geht, gesperrt ist. einfach, gesperrt, ja. Weil das geht nicht. Das geht nicht. Ich weiß nicht, ob er schon beim Stilpert reserviert gehabt hat, gesagt, oder das werden wir noch klären. Aber das betrifft also eigentlich auch die persönliche Ankunft. Also ich bin nicht interessiert, zumindest für die nächste Zeit,
einen Thomas Fabrer weder persönlich noch als irgendwie anderweitig in der Nähe zu haben. Und ja, daher, Thomas Fabrer ist gesperrt, das erste Mal und bisher einzige Mal, dass in wir sowas unserer haben mussten. Internetkarriere Ja. sozusagen, das allererste Ja. Mal, ja. Weil das ist einfach zu weit gegangen. Also, wurscht, Susanne Fabrer, zum einen, wir freuen uns gewaltigst, dass du noch unter uns Lebenden weilst Ja, und natürlich, dass du mit dabei bist. Es war so, du hast dich gleich geriert. Gott sei Dank hast du dich sofort gemeldet bei mir, ja. Und der Manfred Kraft auch. Manfred Kraft Ja, genau. hat sich auch gemeldet beim Patrick und gesagt, du, ich habe gerade gesehen, die Sendung, das stimmt ja alles gar nicht, das ist ein Blödsinn. Nicht? So, also wir freuen uns, dass du da bist und Super. selbstverständlich werden wir deine Wünsche heute mit großer Freude erfüllen. Mit besonders großer Freude. Der Maber ist da, grüß dich Gott. Jawohl. Ab nächste Woche Dienstag, 15. Oktober Geburtstag. Spielst du nächste Woche 3 Lieder. Ne? Du kriegst nächste Woche 3 Lieder. Aber erst nächste Woche. Erst nächste, genau. Jawohl, zum Geburtstag quasi. Alexander Hauser ist da, grüß dich Gott, jawohl. Servus. Pawlatschen, die Pawlatschisten begrüßt auch Franz M., Peter Prachtl ist da, Michael Mack Ungar, jawohl, Mack. Grüß Gott. Jetzt der Mack. Landtagsstürmer Markus ist da, grüß dich Gott, also Deutschland vertreten, also Rheinhessen natürlich, wie man so sagt. Ah nein, Mittelhessen. Was haben wir gesagt? Mittelhessen. Mittelhessen. Du geschaut, ob du aufpasst, da, ich weiß ja nicht. Ja, es ist Weidheim, Matthias Mariachens. Und natürlich, guten Abend, die Damen und Herren, sagt unser Grand Senior Fritzl Startkuss. Grüß dich Gott, jawohl, Fritzl. Thomas Meyer ist da aus Kaisermühlen. Der Wolfgang hat sich dazu gesellt. Jawohl, die Chantal Schwarzbauer. Guten Abend alle zusammen. Schönen guten Abend. Jawohl, unsere frisch gebackene Lehrling. Lehrling ist. Ein frisch gebackener Lehrling ist, ja. Muss man sächlich, das ist eigentlich ein maskuliner Artikel, nicht? Der Lehrling. Die Lehrlinge, Lehrlingin gibt es ja nicht, ne? Die in Ausbildung befindende, oder wie sagt man dann? Warte mal. Die Lehrling. Ist wurscht, wir sagen, Chantal ist jetzt der Lehrling. Ja. Ein Lehrling, erste Woche als Lehrling und es taugte bis jetzt da, alles leibend, alles super. Wurde schon berichtet, ganz große Freude. Einmalig. So. Musikraum ist da, grüß dich Gott, gleich Party, gleich. Servus. Wolfgang Klaus, zeig her. Was soll ich herzahlen? Was soll ich herzahlen? Klaus, zeig her, sagt der Wolfgang. Na, Wampen? Oder was willst du sehen? Was will er sehen jetzt da? Das war. Sprachpolizei ist da gemütlich, wie jetzt extrem Schaukler, jawohl, Kiste hin. Grüß euch sehr aus Küste, schönen guten Abend. Servus, der Michi ist auch da. Iron Acker ist am Start, unser der aller Wahnsinn. Iron Acker. Ja. Der Schau Müller, liebe Grüße von den Scheurers aus Brigittenau, beste Grüße retour. Schön, dass du dabei bist. KTM Junkie ist da. Georg Scheurer jetzt persönlich von Brigitta, Michaela, Flo und Georg. Super, das ist ein anderer Satz. Extremschackler sagt Kanalmitgliedschaft, also known as Schmattes-Abo. Das ist taugt aber. Das gefällt mir fast Schmattes- besser als Kanalmitgliedschaft. Naja, das kannst du nicht umbenennen. Das Schmattes-Abo, das war's für uns. Schmattes-Abo, Das ja, ist stimmt. es eigentlich. Stimmt. Jawohl. Der Ulrich aus Allgäu, grüß dich Gott. Yes. Servus. Peter Prachtl sagt da, gute Entscheidung. Die Achteln für die Susanne Wolfgang auch. Ja, das wollte ich sagen. Haut's mir eine bitte. Für die Susanne Fabrer haut's mir eine rote Achteln, Gehen wir. auf dass sie sich nicht allzu sehr ärgert über dieses Vergehen vom Thomas Fabrer. Den Blödsinn. Und seit wann steht bei mir Michael Mike Ungar? Ja, Michael Mike Ungar, weiß ich nicht. Ich lese zum ersten Mal, aber es steht da. Es steht Mike Ungar. Ja. Iron Acker Geburtstag ist jetzt wieder in 353 Tagen oder so. Hast du gehabt? Ja, wahrscheinlich. Na sicher hast du jetzt gehabt. Oi, weiß ich nicht mehr. Na so bin ich. Aber wenn du gehabt hast, natürlich nachträglich. Alles Gute, Ackerl, jawohl, bravo. Wir haben ihn gebührend anstoßen. Selbstverständlich. heute natürlich noch, nicht? Selbstverständlich. Die Mege ist da aus Luzern, grüß dich Gott. Das. Alles ist finster, aber das ist eine gute Nummer, sagt der Raffi, ja Wahnsinn. Auszubildende, ja. Oder auch, wie die Chantal sagt, Bürosusi in Ausbildung. Das ist gefällt mir. wahr, das ist Die auch Bürosusi. Heute nennt man das Auszubildende. Ja. Ja, aber wisst du nicht, das ist doch, ja, und was ist dann ein Gesell?
Der hat er ausgelernt, der ist ja fertig. Und was ist dann der Master? Über den Gesellen, du kannst den Gesellenprüfung. Nein, ich weiß, das weiß ich, aber was ist dann der Master heute, wenn die du nur Meisterin Lehrling sagst? Das ist die Meisterin und der Meister. Ja, das sind gleich bringen. Das kannst du machen. Und Lehrling. Und der Gesell ist der auch, heißt er jetzt auch anders? Die oder Gesellin hast du auch dann. Das ist die Gesellin wahrscheinlich. gesehen? Vermute ich einmal. so- Vermute ich jetzt. Das ist ein einmal schon. Scheißdreck. Für ist mich ein ist ein Klar. Lehrling und aus, Punkt. Ausschluss passt da fährt der Eismann drüber. Schau, da fahren die Achteln rein und dann nicht die Spritzerglas hin. Ja, Spritzer-Emoji ist super. KTM-Junkie, jawohl, das ist übrigens der einzige Vorteil, den man haben kann, wenn man Kanal Es gibt ja wird. doch einen, nicht? Ja. Weil dann kann man eben dieses Spritzer-Emoji verwenden. Das geht nur für Kanalmitglieder, das kann man auch nicht anders freigeben oder sowas, das geht. Das ist eben eines dieser Vorteile, die man nicht dran hat können, sozusagen. Ich hab alles andere einen Vorteil habe irgendwie versucht abzudrehen, aber ja, das halt nicht. Wie auch immer, Azubine. Azubine gefällt mir. Patrick muss jetzt da in Medias Res gehen. Bitte schön, ich gehe in Medias Res, ja. Kamerakind Patrick ist aktiv. Jawohl. Und los, ab zum Ich Weichen. gehe so. Bin gespannt, was du heute rausholst, weil ich bin nicht vorbereitet. Wir haben nichts gesagt vorher. Ich bin gespannt. Das ist die Bierding, ja, es geht jetzt schon da. Ja, was haben wir da? Meißner sicher. Oh, Grüner ja. Mittliner. Nachdem wir letzten Donnerstag. Ist noch ein Riesling da vom Taschler? Moment! Das kann in der Lot drüber auch sein. Nimm einen gemischten Satz, wenn du keinen Riesling findest. Aber schau ein Lot drüber. Ja, Einen reinen Riesling habe ich da. ne, ich habe einen anderen gemeint. Ein Riesling wolltest du dann vom Taschplatz? Ja, Ja, eh. Ist das der? Ja. Das ist ein Reinriesling. Das ist was anderes. Na, da ist nichts mehr drin. Nein, das ist er. Ja, passt. Na, nimm einen Riesling. Ich mein, nicht, dass ich da reinreden will, gell? Warte, bin ich ja gewohnt, was? Das ist ja. Ja. Wie ich zu sagen pflege, ich bin ja gewohnt, dass man mal drei redet. Das ist ja normal. Einmalig. Nicht wahr? Einmalig. Super Sache. Jawohl. Kamera übergeben. Weil ich Ach muss so, ja, du- naja, jetzt muss ich ja. Kamerakind Klaus muss jetzt da umschlagen. Jawohl, ein Rheinriesling. Von Nussberg. Halbtrocken, Wein aus Wien, genau, das ist er. 12,5 Volumensprozent der 23er Jahrgang. Blau ist er oben daher. Was ist er? Den haben wir letzten Donnerstag auch verkostet. Also Ich weiß. du vor allem. Ich freue mich, ja. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir noch haben, nehmen wir den. Sehr gut. Jawohl. Öffnen, einschenken. Bin schon dabei. Hat noch keinen EU-Trottelverschluss. Ah, ist das schön. Da ist schon genug wieder. So. Ui, der Duft allein schon. Ja. Ja. Bist du gescheit? Das macht der Freude. Das macht Das macht er wirklich Freude. Vorstellen. Die Außenwette. Bitte bracht diese Idee. Jawohl. Das mal machen, Das Außenwette. ist er. Ist er zum Saufen oder genug zu Hause? Naja, Entschuldige, ich bin ja Profi oder? Ich meine, ich bin seit 30 Jahren Regenmusiker. Außerdem, Was glaubst du von mir? Außerdem mit unserem Weinausstatter und den Weinausstattern in der Zwischenzeit kann man ja wirklich sagen. Also fast so So. Melone, so ein bisschen Ja. So, das heißt, jetzt den ersten Schluck ausnahmsweise, weil wir ihn sträflich vernachlässigt haben, Ja. den da wir unserem Iron Acker widmen zu seinem Geburtstag. Bin ich dafür. Sehr zum Wohl, Ackerl. Alles Gute. Süßling. Ja. 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 Labsal ist das, mein Lieber. Es ist, wie es ist, gell? Da kann man jetzt nicht. Kann man nicht streiten dafür. Absolut leibend. Honigmelone. So, und jetzt schließen wir an nochmal Stachelbeeren. auf unsere Susanne Faber, auf dass sie da ist und beinhart von den Toten wieder auferstanden Ja, ist und sich so gesagt ist hat, es. die Bablatschen sicher nicht ohne mich. So schaut's aus. Bravo Susanne, auf dich.
So, und jetzt haben wir ja voll anderen. Ne? Das auf, Jetzt einmal- auf alle jetzt haben wir ja inklusive voll. uns. Jetzt haben wir auf uns alle. Jawohl, sehr zum Wohle. Ein Traum. Ein Traum. Das Zuckerspitzel hinten, bist du gescheit. Mir schmeckt er gut. Kapitän Schacke haut sich einen grünen Veltliner vom Lenz Moser rein. Jawohl. Der Ulrich sagt, im Hotelzimmer gibt es noch Wahnsinn, Bier. Wahnsinn. Ja, das ist natürlich auch noch. Das ist natürlich eine Katastrophe, nicht wahr? Das ist halt ein Hotel. Das ist halt im Weinviertel, man kann jetzt nicht viel Hotels, aber im Weinviertel Nicht oder, viel, oder ne? in der Südsteiermark oder im Burgenland ein Hotel, ein Weinbar, wo da nicht ein paar Stifte drinnen stehen. Das gibt es eigentlich. Nein, gibt es überhaupt nicht. Nein. Glaube ich auch nicht. Nein. Kann es nicht geben. Kann es nicht geben. Kann es nicht geben. So. Ringelspiel fangen wir an. Ackerl, Liederwunsch von dir natürlich selbstverständlich auch. Zu deinem Geburtstag unbedingt. Rudi Korbes ist da. Korbes. Heute bin ich natürlich schwach. Mit der rechten Hand. Ja, das. Weil vom Zeigefinger harmlos, ganz harmlos, bei der Reparatur des Haushaltsgerätes ist mir der Fingernagel gerissen. Jetzt ist der Zeigefinger quasi entmannt, hat jetzt kein Spitzel, also das ist total störend. Ich kann mir es vorstellen. Echt wirklich störend, vor allem beim Nasenbohren, weil der Nagel Beim Kratzen, warte ich schon. Ja, wirklich, das ist ja mit dem Mittelfinger. Oder mein Kettel, ne? Diesen Verschluss von Kettel, ne? Da bin ich mir mit dem Fingernagel eingehängt beim Verschluss, habe so aufgemacht. Das geht jetzt nicht. Ja, das Jetzt sind muss ich- Probleme, wenn Ja, man was das heißt? hast. Ja, das alle Achtung, nicht? Ja. Das ist ja Wahnsinn. So, reißen Sie ein, Professor. Treten Sie nur herein, größter Jux für groß und klein. Jeder Schimmel lackiert, Merkel frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Groschen nur. Eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringgespiel, das ist ein Hitz und kostet nicht viel, damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder Vorblick und draht sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringgespiel. 3. Mai, 4. Mai, ja welcher Tag ist einerlei? Immer steht vor deiner Tür irgendein Kassier. Ob es März, ob August, immer fort und zahlen musst. Einmal Steuer, einmal Gas, immer gibt's etwas. A jeder droht sie nacheinander, die Tiere schneuen in die Hand. Schön ist so ein Ringgespiel, das ist ein Hitz und kostet nicht viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder Vorblick und draht sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringgespiel. Jetzt habe ich die dritte auslassen. Na, ist ja wurscht. Ich bin sofort darauf eingestiegen. Ist ja kein Mir Problem. eingefallen, das ist ja noch, gibt ja noch eine. Gibt ja noch eine, aber ja, wurscht. Ist ja Live ist live. ist soll man sagen. Wir haben Ist ja nichts Schlimmes passiert. richtig. Ganz Wichtiges zu verkünden haben wir schon. In der Morgensendung haben wir das schon gemacht. Wer Zeit und Lust und Laune hat, erstens abonniere unseren Kanal 16er Burm Insights, wo wir unseren Podcast betreiben, sprich Montag bis Freitag eine morgendliche Plauderrunde führen über Gott und die Welt. Das ist Wirklich so über viel. alles. Über wirklich alles. Und da wurde heute schon verkündet. Ich bin gestern gesessen, den ganzen Tag, und habe endlich auf unserer Webseite 16erburm.at endlich die Unterseite der CDs sozusagen überarbeitet. Ja. Mittlerweile heißt es CD, Stream und Downloads. Diese Seite, also Unterseite, also
braucht man nur anklicken, ja, sich nur auf 16.at und dort findet man mittlerweile sämtliche, also alle unsere 5 Alben, mehr oder weniger in verschiedensten, unterschiedlichsten Varianten sozusagen zu erwerben. Fast alle bis, das ist jetzt das Nächste, wir haben noch, wie viele Stück haben wir jetzt noch von der alten? 10. 10 minus die 2, was ich genommen habe. 8. Wir haben von unserem allerersten Album, wir werden keinen Richter brauchen. Also warte, das muss ich das da jetzt einstellen. Warte. Stellen Sie ein, stellen Sie Warte, ein. für was haben wir das da so gemacht, gell? Ja. Na warte. Was mache ich jetzt da? Welches Kamerakit mache ich jetzt? Na Klaus jetzt in dem Ja, Fall. genau. Das geht sich nicht aus. Du musst da her. Warte mal. Na, bitte. Schön, na, dass man schön sieht, weißt du? So. Ja. Dann so ein bisschen um, das Computerkabel nicht so das Ding. Jetzt da so um. Ja, genau, schau. Spiegelt sich ein bisschen, aber ist wurscht. So. Unsere allererste CD, wir werden keinen Richter brauchen, verfügen wir jetzt wieder. Über Hase 8 Stück. Jawohl. Warte, jetzt schau ich, was da einblenden kann. Kann ich das da jetzt einblenden? Nein, da kann ich wieder nicht. Nein, ist ja wurscht. Ich nichts kann ich. Das ist blöd für alles. 8 Stück haben wir wieder zur Verfügung. 8 Stückchen haben wir. Also die kann man also auch wieder physisch erwerben. Dafür gibt es sie nicht als Stream. Die CD Wiener Vorstadt Blues gibt es tatsächlich nicht mehr physisch. Allerdings als Download bei uns auf der Seite, so wie auch diese. Also alle, das kann ich so sagen, alle unsere CDs, alle 5 Alben haben wir produziert, kann man jetzt auf unserer Webseite zumindest downloaden. Das geht auch länger. Also Du kannst kaufen ja. quasi, also nur halt als Download. Die bleiben oben und lediglich eben die von derer haben wir nur mehr 8 und von Vorstadt Plus haben wir Gar keine mehr. Das ist die einzige, die nicht mehr so, und alle anderen kann man downloaden, kann man bei uns per E-Mail, das ist halt kein schönes Formular, da muss man einfach eine E-Mail schicken, aber auch mit einem Klick Das ist aber natürlich, kein Problem, glaube ich. kann man also diverse CDs bis auf den Vorstadt Plus bei uns bestellen in physischer Form und natürlich abgesehen von, damit wir einen keinen Richter brauchen, kann man alle auch streamen auf Spotify, auf iTunes und auf Apple Music. So, das habe ich zumindest so eingerichtet. Ja. Also das findet man jetzt endlich auf der Webseite. Den ganzen Tag Alle 5. Ich glaube, dass du das den ganzen Tag gebraucht hast. Aber ich bin total froh. Ja, ich bin auch sehr froh, dass du das bin gemacht total hast. Du musst sofort das Glas erheben. Jetzt haut es aber für den Glas ab. Hat er sich wirklich redlich verdient, Ja, muss ich ehrlich ja, sagen. weil ich so drauf gearbeitet bin habe. stolz auf dich. Ja, dankeschön. Ja. Das. Ja, das gehört auch einmal gesagt. Ich hatte mal gesagt, ich bin einmal bei schönsten Wetter. Aber ich bin eh spazieren gegangen mit dem Muckel. Also weit nicht, aber eine Strecke, eine kleine Strecke. Eine kleine eine Hausrunde, nicht sozusagen, wie man sagt. Ne? Bei uns am Land, nicht? So die Kann Hausrunde. man sagen. Zuerst einmal zum Wirten, dann zum ersten Köller, dann zum zweiten Köller und dann heim. Ne? Der Raffi meint, wie hat es die aufgenommen? Weil es saugut. Die haben wir aufgenommen im Studio beim Axel damals. Axel Roth, Tonstudio Axel Roth damals. Vor 20 Jahren. Ja. Vor über 20 Jahre jetzt. Also im Frühjahr 2004 war das. So ist es. 20 Jahre her, ja. Ja, also Tonstudio. Das ist einfach eine Studioproduktion und natürlich professionellst. Das war absolut, ja. Schau, Wildgate ist da, seine Nutzer sind jetzt auch hier. Jawohl, bravo, Wildgate, einmalig. Super! Einmalig. Gefällt mir. Schau, da fallen schon die 8 rein. Ich danke euch vielmals. Das hat er sich verdient, der Klaus. Das ist nett von euch. Ich danke euch schon, ja. Das war ganz wichtig, nämlich vor allem deswegen, weil es jetzt endlich eben, das ist jetzt geordnet. Also streamen, okay, kann jetzt jeder mit einem einfachen Link. Das ist kein Aber man Problem. kann eben alle CDs jetzt auch wirklich als Download sich erwerben. Also wenn man so Gewüse auf der Festplatten haben, ja, kann man dort erwerben. Ich glaube 9,99 € kostet das Album und 1 € kostet ein Lied, wenn man nur eins ein Lied haben will. Ich wollte es eigentlich klassisch 99 Cent nehmen, das hat aber Das hat das Programm nicht genommen. Ja, das ist ja. Da kann man nichts machen. Aber ich sage, die meisten werden sich wenn dann ein Album runterladen wahrscheinlich. Und ja, also das war mir wichtig und eben wir haben jetzt selber auch wieder die sozusagen, Wir haben sie physisch CDs, auch ja. wieder jetzt. zumindest eben bis auf die
Vorstadt Plus. Die haben wir nicht, ja. War die erfolgreichste Platten von uns. War die erfolgreichste, die wir noch bestellt, ja. Da. Genau. Also wir nicht, sondern Preiser Records. Preiser Records damals, ja. Wie wir mit Preiser Records in Vertrag eingegangen sind, des Vertriebes, waren die Wecker. und dann haben wir also nachbestellt. Und es gibt keine mehr. Jetzt gibt es keine mehr, weil keine nochmal nachbestellen zahlt sich nicht aus. Das zahlt sich nicht aus. So, Iron Acker wünscht sich, es wäre gemiert. Machen wir natürlich gern. Gut, Ganz gerne, klar. ja. Ganz klar. Sprachpolizei, ein Viertel Veltliner, ein Gesöchts und die 16er Buben. Gibt nichts Besseres, weil es was Gutes. Ja, so schaut's aus. Meine Rede, meine Polizei, Rede. wenn sie was natürlich. Gescheites rein. So stellen wir das vor. Ja. Was hat die weit gehabt? Also Covid war weg, ist schon weg. Aber noch platt, na ja klar. Ja, das zahlt zahlt sich. Aber alles Gute, weit geht, alles Gute. Patrick hebt den Finger. Ich sehe noch nichts, aber gleich, es wird gleich. Bei Kamera kommt Klausi, du hast recht. Bravo, da hat mich sofort ich glaube, der Mac. Michael Unger, jetzt stimmt's wieder. So, da muss ich her. So. Superchat, 5 Euro vom Wildcat von der Nymphe Bank. Ich danke jetzt. Dankeschön. Wildcat, Das Glas Weltklasse. Weltklasse. Sehr zum Wohl. Ich habe einen 10er überwiesen. Raffi, danke dir schön. Danke. Weltklasse. Weltklasse. So, Vorstadt Plus, dabei war das Coverbild von Klausis Mutter. Gemalt mit Rotwein, richtig, ja? Ja. Richtig. Es waren mehrere Bilder von der Mutter. Also das Coverbild Das- war ein roter ja. Bild, dann das hintere Foto war auch eins. Dann das auf der CD selber. Selber ist auch- Alle, das ist auch. Also es sind drei Bilder. Drei glaub ich, Bilder waren es, ja. Drei Drei Bilder waren es von- von der Mama, Das ja. war die Wiener Vorstadt Plus, war die zweite CD, wurde auch im Studio produziert, Barnes Records, der Verlag. Dann die dritte war das Wiener Lied Das lebt, lebt auch im Studio. auch im Studio, und zwar beim Ernst Ernst Spierk Spierk im Studio, in ja. Luxemburg, aber bereits im Eigenverlag. Richtig. Ich glaube, also das im war bei uns Eigenverlag im, nicht, sondern im im Arnolfus Arnolfus Verlag. Records, Ja. also in unserem eigenen. Weil es ist, wenn man nämlich sagt, im Eigenverlag, meint man damit immer, also man hat es nicht im Verlag drinnen, sondern man hat es selber verlegt. In unserem Fall haben wir es zwar selber verlegt, weil uns der Verlag gehört, aber in unserem Fall ist es der Verlag Arnolfus Records, also nicht Aber Eigenverlag. Ja. Genau, ja. Aber das ist unser Das ist Verlag. ein rechtlicher und Ja. Unterschied, ein auszahlungstechnischer Unterschied dann. So ist es. Was So ist es. Austromechan und AKM und so weiter angeht, die Verwertungsgesellschaften angeht. Ganz ja. genau, ganz genau. Ja, und es ist auch natürlich, ich habe diese ganzen Codes, die man so benötigt, Die haben wir die kriegst du so nicht, sondern Ja. die kriegst du nur als Verlag und als Label, und das haben wir. Dafür Das- zahlen wir auch sauteuer die Wirtschaftskammer. Kammerumlage, Beiträge. ja. Unter anderem halt auch für Buch- und Kunstverlag, obwohl wir nur Musikverlag sind. Aber bitte, wir wollen uns nicht über die Politik Gedanken machen. Jedenfalls, das war die dritte. Dann war schon Wurzelwerk. Dann kam Wurzelwerk. Ja. Das war die erste selbstproduzierte CD. Komplett selbstproduzierte CD. Auch wieder Arnolfus Records natürlich. Im Studio daheim. Lenkbachel, im Genau. Studio Im Lenkbachel. Studio Lenkbach, in Alt-Lenkbach haben wir das aufgenommen. Und dann war die letzte CD Lorenz Fiebrich Gronecker. Die haben wir Genau. aufgenommen in der Klause. Klause. Ja. In der Kuchel. In der Kuh. In Quasi der in Kuchel. der Stube. Also in der Stube eigentlich. In der Stube. Ja, genau. Ja. So schaut's aus. So, was machen wir? Werner Gmiert? Warum muss Werner gemürt, oder? Ja. Ja. Schoß von der Mama haben wir nicht vergessen. So Nein, einfach, haben wir aber nicht machen wir vergessen. noch. Fragen wir gleich ohne Einleitung. Ohne oder so, Einleitung. Machen wir's gleich.
Christoph, extra für dich in super Luxusausführung möchte ich Und der sagen. beste Bitte Gruß gerne. Alles zum Gute. Geburtstag nochmal. Wieder einen Schluck nehmen. Christoph, auf die. Ja. Sehr zum Wohl. Auf unseren allen Iron. Bitte, ja. Die Schon da. ja, du kein Platz auf der. Wollten Sie da her? Nicht, da stehen sie auch drüber. Mir gefragt, wo ist das Originalbild oder die Originalbilder? Die hängen meistens bei dir, ne? Oder bei mir? Nein, bei dir. Eins ist bei mir, der Rest ist bei dir, eines ist bei mir. Eins ist bei dir? Nein, dann sind. Eins Bist sicher? ist bei mir. Bist sicher? Bei mir ist die Diplomarbeit, die Dissertation von, die Dissertation von der Yvonne. von der Yvonne ist bei mir. Ja, das ist auch, die ist bei mir. Ja, aber die CD-Bilder nicht, ne? Die sind Dann nicht hängen bei sie mir. im, dann Nein, hängen die sie im sind- die Gästezimmer in der Klause. Die sind bei dir, ja genau. Ich habe jetzt überlegen müssen, also ich Ich habe jetzt auch überlegen müssen. weil ich doch einige Rotweinbilder habe von der Mutter. Ja. Und so überlegen müssen, welche das sind, aber die hängen im Gästezimmer. Mhm. In der Klause im Gästezimmer, dort hängen die Originalen. Ja, also das ist einmal, ich meine, stell dir vor, jetzt Haus wir werden wirklich so ein bisschen so, Ein bisschen so. so berühmt oder was, weißt du, so richtig so. Mhm. Bums die Nasel, Balawatsch, ja. Bei Ja, der- stell dir vor, man, was, das ist die Original Original des Covers, bitte. Das sind die Originale. von der zweiten Scheibe. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist ja. Ja, ich wenn meine, es man ist- so denkt, ist das wirklich was dann. Ja, wenn man so absolut. denkt, aber das müssen wir halt nur Absolut. berühmt werden. in der Absolut, Richtung. ja. Aber ja, mich gefreut hat, so wie es ist. Peter Voigt ist da. Grüß dich. Grüß dich, servus. Das freut mich. Schau, da fährt schon die Viertel rein, die Spritzeglasen. Aber Welt muss ich, sagt der Raffi, ja. Muss ich auch sagen. Aaron Acker, danke. Wir haben uns sehr gern Bitte, gespielt. sehr gerne. Danke für diesen Wunsch. Johann Schrammels, Werner Gmiert. Ein Wahnsinn. Auf meiner Homepage müsste meine Rezension von Vorstadt Plus stehen. Die erschien damals beim Wiener Volkslied wegen der Bockkiller Zeitung, ja? Ja, Sind wir- richtig. Sind wir heute noch dankbar. Die zweite, nein, ja, von Vorstadt Plus, genau. Weil von derer, wir werden kein Richter brauchen, war die Rezension noch vom Helmer Dums. Richtig. Gott hab ihn Der selig. Gott hab ihn selig, ja. War auch Kontergitarrist und Journalist, später bei der Presse. Ja, Presse Online war er Bei dann. Presse Online Ja. war er Redakteur. Und der hat unsere erste CD rezensiert, damals auch für das Wiener Volkslied. Volksliedwerk, ja. Historisch und echt mit Rotwein gemalt, ja, stimmt wirklich. Ja. Und da hat sie mich, weil das Problem war das, weiß ich noch damals, wie das war ja ein Renner, Mutter hat ja wahnsinnig viel Rotweinbilder gemacht. Das sind ja, das sagt sogar der Landeshauptmann von Niederösterreich hat sie eins machen lassen, weil es natürlich Weltklasse gewesen. Da hat es damals nämlich noch, das weiß ich noch, der Vater hat immer die Hände zusammengeschlagen. Weil das Problem war, es konnte nur gemalt werden mit wirklich teurem Rotwein, weil es einfach diese Pigmente braucht. Viel Farbe, ja. Wobei tatsächlich jeder Rotwein noch zusätzlich mit Pigment, muss man Immer. sagen, mit Farbpigmente noch ein bisschen gestreckt worden ist. Weil sonst würde dann durch Sonnenlicht und Co. das komplett verblassen mit der Zeit. Das verblasst und das bleibt nicht mehr rot, es wird braun einfach dann. Durch die Oxidation. Und blau auch. Zum Blau, Teil. blau, Da sind braun, ja. einige sind Es wirklich sind blau. bläulich geworden, ja. Es ist so, weil das ist natürlich ja das Arbeit. Ne? Aber damit zumindest nicht bis zum Ende komplett verschwindet, musst du ein bisschen was Ein paar Pigmente dazu geben, ja. beimischen. Aber es ist halt, es hat wirklich nur funktioniert mit böhlichen Tetra Bakel Rotwein. Gut, das hätte mir Foto sowieso nicht gekauft. Aber mit dem böhligsten Doppler Rotwein vom weiß ich nicht, vom Billard, aber Nein, das war nicht gegangen. zu wenig Extrakt Ja. extrahiert worden ist vom Farbstoff einfach. Das ist lange Maischestammzeiten sind sehr gut dabei gewesen, dass wirklich viel drinnen ist einfach. Ja. Ja. Aber war eine leibende Geschichte. Es gibt wirklich viel. Ich habe jetzt da. Ich habe hier jetzt habe mir ich jetzt auch schon so umgeschaut. Nein, ich Jetzt habe da, oben, was nein, oben, oben hängen ja, ein paar Rotweinbilder. Aber da herunter ist wirklich nicht. Es hängt so viel von der Mutter da und natürlich von Thomas Franzka. Durch die, Ja, genau. das Aquarell. Aber da ist nichts zum Herzen jetzt. Leider nicht, aber ja. Ist ja so, wir könnten ja, ich meine, da kann man auch nichts herzagen, aber es gibt ja das Meet and Greet, meine Herrschaften. Kann ich das einblenden? Muss ich das eigentlich wo haben? Oh, das hast du hundertprozentig. Wir haben sie schon eingeblendet gehabt, nämlich. Ja, das sagt gar Wir haben nichts. sogar letzte Woche in der Pavlatschen eingeblendet. Richtig, Und vor einer Woche schon. Also nicht nur in unserer Morgenshow bei den Insights, bei unserem Podcast, sondern auch in der Pavlatschen. Letzte Woche war das bereits eingeblendet. finden.
Weil das Ganze findet statt am 20. Oktober, am Sonntag. Ich glaube ab 14 Uhr, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Am Nachmittag. Das Ganze wird in Ternitz stattfinden. Das weiß ich sogar auswendig. Aber wo genau, weiß ich jetzt auch nicht. Das musst jetzt du finden. Ja, warte, das finde ich da. Jetzt muss ich kurz tricksen. Das finde ich da. Pass auf, schau her. Jawohl, da finde ich was. Und zwar. Ich blende mit das ein. Steht da alles drauf. Gut, das ist das Schlechteste, Bühler jetzt. Aber gut, da steht es einmal drauf. Wichtig ist die Daten. Ja, Jetzt in diesem Fall. In dem Fall, warte Nicht mal, wahr? ich habe da mal woanders. Ich hab Klar. da, schau her. So, das ist nämlich die offiziöse Einladung. Da steht es gibt diese Tage der offenen Ateliers in Niederösterreich und das eben konkret in Ternitz und da ist meine Frau Mama auch mit vertreten mit ihrer Buchfaltkunst. Und wir haben gesagt, nachdem wir ja am Vortag spielen im Skonarium in Botschenau, haben wir gesagt, wir werden dort einfach auch auftauchen. Und zwar ab 14 Uhr am Sonntag, sprich 20. Oktober, 14 Uhr, werden wir dort aufschlagen und werden einfach vorhanden sein. Und es wird, also wer Lust und Laune hat, Man kann mit den Künstlern plaudern und so ist es. Ja, nicht? Das Ein Meet and Greet. genau. Und im Auto werden wir wahrscheinlich die Instrumente auch haben, aber das können wir nicht versprechen, dass wir wirklich spielen. Das Kommt auf die Temperaturen drauf, aber vielleicht haben wir sie ja gleich mit davon auch. Genau. Weil Kann das auch werden wir ja sehen. Ja? Kann auch sein. Wir lassen das auf uns zukommen. Aber das werden wir eher nochmal publik machen. Und da vielleicht habt ihr Lust. Absolut, wird sicher ein schöner Nachmittag. Ja. Ich freue mich sehr drauf. Eben ein Meet and Greet. Gefällt mir, ne? So, was haben wir da? Schau, Thomas Mayer, Anmeldung zum Schmattes-Konto erledigt. Bist der Wahnsinn. Thomas Mayer, danke dir schön. Dankeschön. Muss auch ein Schluckerl nehmen. Das ist ein Schluckerl wert. Was, unbedingt. Was ist der Schlauch? Bravo, Thomas Mayer. Danke. Ja, es sind 4,99 € im Monat. Weil wir haben uns gedacht, wir machen das so, das ist quasi der symbolische Ausdruck für mit so einer Achtel. Das waren noch ungefähr 2 Achteln beim Sagen wir Taschler. mal so, ja. Ja, sind das ungefähr und deswegen auch dieser Unterstützungsbetrag. Was hat die Mami verwendet? Zweigelt. Ich auch. Zweigelt auch, das kann ich mich noch erinnern. Es war Blaufränkisch dabei. Sehr viele Bilder waren mit Blaufränkisch. Die hat es auch dann unterschrieben mit Blaufränkisch. Blaufränkisch von viel, ja. Waren sehr viel dabei. Also ist immer dabei gestanden, welcher Wein verwendet Zweigelt wurde. und Blaufränkisch. Die zwei war die Hauptsorte. Ja, die glaub Haupt ich. und dann einige Cuvées halt. Es Ja. ist ja darum gegangen, dass er starke Farbkraft hat, ja. Farbe hat. Ja. Das war der Hintergrund. Ja. In was das Farben teuer sind, mein Dad hat teuer Farben gehabt. Ja, Ja. Eben stimmt eh. Meine, gute Farben sind auch teuer, nicht? So gesehen. Aber trotzdem, der Vater Ja. hat sich schon gedacht, bist du deppert, der gute Wein. Das hat Ich ihm kann schon weh da. Ich muss mich erinnern, da muss ich mir geschwind einschenken vorher. Ja. Geh da immer mit den Bilder. Ja. Geschwind Ja. eingeschenkt. Im Und besten kein Schluckerl. Wein. Im besten Wein und im besten Und dann Wein. ist die Mutter die von hinten schon gesagt, nicht zu viel wegtrinken, Ja, ich brauch den. Ja, da ist schon was draufgegangen. Ja, aber ein Hezackle dabei. Ja, der Wolfgang ist am 20. auf dem Weg nach Bad Ischl. Na gut, ist auch schon. Teilweise hat man den erstellen lassen müssen, etwas einreduzieren lassen, den Wein, dass er dicker wird, noch dicker wird und dann Ja, ist zum das- Malen und so weiter. Ja. Da laufen Aber viele vor geplaudert allem mit deiner Mutter. Die nämlich Quente über jetzt das halt Thema, viel, hat es halt trotzdem dazu mit. Also ohne dem wäre es Ohne nicht dem gegangen. geht's Also nicht, rein damit. Keine Es geht Chance. schon, dann kannst du ein schönes Büdel machen und das ist in 3 Jahren ist es nicht mehr zu sehen dann. Ne? Drink and think, sagt die Maggie. Ja, genau. Oder wie uns einer Drink and Sing. Drink and sing. So. Drink und sing. Ne? Wie der Hermann Leopoldi gesagt hat. Ja, genau. Und drum werden wir jetzt, was werden wir jetzt da anreißen? Was passt da dazu? Zum Trinken. Und singen. Ja, jedes Wiener Lied eigentlich. Zum Beispiel, jawohl! Ich bin ein Habertanz, ich halte nichts auf dem Pflanz. Meine große Leidenschaft gilt nur dem Rebensaft. Hab ich ein Glasl Wein, fällt mir kein Unsinn ein. Nur dass ich manchen Tag ganz friedlich sag. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gott und
das Tripfel sein und dass mir letzte mein Wurscht. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich weg. Mit Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mit Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Ich hab das ausprobiert, hab ziemlich lang studiert. Ich brauch den Wein zum Est, ja nur als Arbeitsgeist. Den kann das sicher mir, a viel Wein trinkt Spiel. Hebt sich eine Amur, drum hört's mir zu. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gattung ist mir wurscht. Nur gut muss halt das Tripfel sein und das mir letzte mein Wurscht. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich Wind. Mit Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mit Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich Bumm, das passt jetzt. Was hätte jetzt besser drauf gepasst als das Fass? Nein, na, da hätt's wieder. Da hebt sie das Bristol, nicht wahr, wie man so sagt. Schau, die Welt geht, bald ist wieder Weihnachten. Ja, stimmt. Eins von meinen Lieblingslieder von euch ist aber Hausgelegt nach Peitschen, sagt der Sprachblödsinn. Das machen wir. Das machen wir doch. Kann man die Bilder austuseln, eine Reserve. Rudi Korbes, du wirst mir glauben, mein Vater und ich haben das wirklich ernsthaft überlegt, ob das was bringt, aber... Nein, ja. das... Nicht, dass wir es nicht probiert hätten. Das funktioniert nicht. Das hat wirklich keinen... Bevor wir übergehen, muss ich da... Wir müssen schauen... Aber Hausgelegt bei Peitschen gefällt mir so gut. Der Wunsch natürlich... Interessant, dass der jetzt kommt heute, weil wir haben vorher... darüber gesprochen, über dieses Lied gesprochen, ja. So, pass auf. Jetzt muss ich wieder auf Kamerakind Klaus. Machen wir dann sehr gerne gleich. Zack. Zack. Und da muss ich jetzt da her. Platik richtig. Liegt schon gut. Ein bisschen da so her, bitte. So ist ein ganzer. Da so. Zu und zu mir her. Da so. Ja, so liegt's gut. Alte Fotos haben wir ausgegraben, meine Herrschaften. Ja. Sieht man es gut da eigentlich? Sieht man das gut? Vielleicht. Naja, viel mehr. Viel besser wird man es dann auch nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Ist ja wurscht. Man sieht schon halb fix. Da sind wir sehr stolz drauf. Das war damals nicht das erste Foto, sondern eigentlich nachdem wir einander schon sehr gut kannten. Da kannten wir einander bereits, ja. Und zwar ist das Gerhard Bronner. Wenn sich jemand da noch unsicher war, man sieht es nicht so gut. Ich glaube, man muss wirklich näher gehen. Schau her. Jawohl. 2 Jugendliche, fesche Burschen und der Klause. Ja, schau. Schau, sie zusammenzieht das. Gerhard Bronner war für uns eine ganz, ganz großartige Geschichte. Ein wichtiger Mensch bei uns, ja. Das war oft bei uns dann beim Schmiedhansl. Sehr oft. Wir haben beim Schmiedhansl 2 Jahre lang gespielt, regelmäßig, einmal im Monat. Also wir haben öfters gespielt, aber das war sozusagen ein regelmäßiges Engagement, was wir dort gehabt haben. Und der Schmiedhansl war eines der berühmtesten Wiener Konzertcafés. Kann man sagen, damals eigentlich ein Nachtcafé bis 4 Uhr in der Früh. Hat um 9 Uhr am Abend aufgesperrt, Musik ab 10 Uhr, also ab 22 Uhr und bis um 4 Uhr in der Früh dann. So ist es. Und es war ursprünglich sozusagen das Café, wo natürlich die ganzen Nachtschwärmer dann noch eingefallen sind. Also, so wie wir auch. Inklusive natürlich der ganzen Schauspieler, Sänger, der Volksoper, vor allem, weil die waren nicht weit weg. Teilweise aus der Staatsoper natürlich kommen, Burgtheater, Volkstheater, von überall eigentlich daherkommen. Wunderschön. War sehr leibend. War schon Legende. Wir hatten dort übrigens die CD-Präsentation von Wir werden keinen Richter brauchen. Von unserer ersten CD. Unsere erste CD haben wir dort gemacht. Und da haben wir rausgerissen in Schmiedhanse ein Dopplerwein. Mein lieber Hans, ich bin heute doch dankbar dafür. Weltklasse. Und das war tatsächlich, das war eine ganz, ganz große Überraschung für uns auch.
es war damals bei dieser CD-Präsentation, so hat der Schmidt-Hans selber gesagt, auch der Luxrudi, der Hausmusiker, und einer unserer Mentoren haben gesagt, in der Geschichte des Schmidt-Hansl waren noch nie so viele Leute. So viele Leute waren auf einmal noch nie da. Und die sind wirklich auch um die Ecken, wo du gar nicht so mitgekriegt hast, eigentlich von der ganzen Darbietung von uns, sind sie am Boden gesessen. Weil sie tatsächlich alle Sesseln waren, alle Sitzbänke, es waren nicht viele Sessel, es waren ja viel so diese Kojen und so Logen, Bänke und Logen. Alles besetzt. Bum voll. Mehrfach. Und es war gesteckt voll und der Hans hat damals wirklich gesagt, du, so viele Menschen hatten wir noch nie in der Geschichte des Schmidt-Hansl. War doch im Jahr 2004 für uns doch, als junge Buben damals doch, für unser Debüt. Das war doch schön. Ja. Und uns als wichtig, weil da muss ich sagen, das ist auch interessant, weil die wichtigste, oder das Auge habe ich immer gehabt auf den Luxrudi, weil das war jetzt für uns sozusagen ein bisschen der musikalische Papa. Nicht? Jetzt haben wir immer geschaut, wie gefällt es ihm, was er machen, was sagt er, wie taugt es ihm. Nicht? Also es war uns der Applaus war wichtig und schön von den Menschen, aber uns war wirklich am wichtigsten, wie reagiert der Rudi. Das ist wirklich interessant, wie man so schaut auf das. Ja, und das war damals wirklich so, ja. Aber das ist ich schwenke ab, aber das ist nur die Vorgeschichte. Also Schmidt-Hansl eine Legende, dieses Café. Und wenn es ihm wirklich taugt hat, das kann ich mich noch erinnern, dann hat er selber am Klavier mitgespielt. Ja, genau. Das war dann immer dann das. Und es war oft so, da waren Veranstaltungen, also wir zum Beispiel wir gespielt haben. Und dann, wenn die Veranstaltung vorbei war, ist nachher dann der Luxrudi noch mit dem Gerhard Heger als Sänger, hat er dann noch gespielt. Und zwar am Klavier und natürlich mit der Harmonika beim Tisch, je nachdem, wie es war und wer da war. Und ein Gulasch hinten, sagt Sprachpolizei. Schmidt, ein Gulasch? Nein, ich weiß nicht, aber das Gulasch. Oder ein Gulasch? Habe ich jetzt gar nicht so in Erinnerung. Auch nicht so in Erinnerung, ja. Aber es war halt ein Nachkaffee. Gut, ich habe nicht viel gegessen dort, weil es war schon, hat er auch Preise von einem Nachkaffee gehabt. Ja, in der Tat, ja. Naja, aber es war halt Legende. Und was ich da jetzt dann, da haben wir alle Größen gespielt. Oskar Klein kann ich mich noch erinnern. Kann ich mich erinnern, ja. Herrliches Konzert dort, eine super. Also Jazzgrößen, alles mögliche, Wiener Liedgrößen, alles mögliche, klassische Musiker dort viel. Und noch hat immer der Schmidt-Hansl, der Luxrudi gespielt. Und wir haben einmal also ein Konzert gegeben dort, das war also nicht mehr, da haben wir die CD schon gehabt, ein bisschen später. Nachher, ja. Und es kam Gerhard Bronner. Und es hat sich herausgestellt, zufällig, hat nicht gewusst, dass wir da spielen, zufällig. Wir wussten aber ja von vielen Interviews von Gerhard Bronner, dass er nicht unbedingt ein Wiener Lied-Fan war. Und auf jeden Fall, also er sitzt dort in der Kaiserloge, wie wir gesagt haben, nicht? Also wie es Kasten und immer. Waren auch beide Kaiser vom alten Schmidt-Hansl sind auch aufgehängt gewesen. Seine zwei Kaiser, wie man gesagt hat, ja. Nein, eigentlich nicht. Oder hat es eine Königsloge gehabt? Nein, die Kaiserloge. Die Kaiserloge, ja, schon, ja, genau. Also Franz Josef und sein zweiter Kaiser, aber Bruno Kreisky. Der Sonnenkönig. Der Sonnenkönig, die zwei sind in der Loge dort gewesen. Großartig. Ja. und auf jeden Fall, na gut, also wir haben da gespielt und der Gerhard Bronner hat dann, also es hat sich dann ergeben, dass wir sind dann auch in der Loge Gespräch gekommen, wie wir fertig waren. Hat uns der Schmidt-Hansi, hat uns hingebeten, nicht, ob wir nicht doch Platz nehmen wollen, da in der Loge bitte nicht. Kommt's doch her, bitte nicht. Und das so. Gab sich dann natürlich ein Gespräch mit dem Gerhard Bronner, welches so positiv war. Ja, er hat sich so positiv geäußert über das, was wir machen. Da habe ich gesagt, es gefällt mir. Und so sind wir auseinandergegangen. Und als wir das nächste Mal wieder gespielt haben, kommt wieder der Gerhard Bronner. Allerdings nicht zu spät wie diesmal, weil diesmal ist er pünktlichst, und war nicht er zufällig, da, nicht zufällig, sondern ganz, ganz bewusst ist er zu uns gekommen. Immer wieder war er da bei uns. Und dann hat er gesagt, irgendwann beim zweiten, dritten, vierten Mal, keine Ahnung, hat er gesagt, weißt du, in Wiener Lied, ich habe so meine Ressentiments. Aber wie ihr das macht, das gefällt mir. Und das war also eine ganz große Ehre. Und da gibt es dieses Foto, wenn wir auch irgendwo finden, hoffentlich noch. Da haben wir ihm dann irgendwann gesagt, Herr Bronner, dürfen wir ein Foto miteinander machen. Das war natürlich auch noch abseits der Handys oder Digitalkameras, das war noch mit der analogen Kamera. Und, das war wirklich mit der analogen noch, ja. Und das ist halt selbstverständlich. Wir rücken so zusammen und während wir so zusammenrücken in dieser Loge,
greift in die Innentasche des Sakkos und nimmt eine Krawatten raus, legt sich die Krawatten um, so, passt. Foto, Yvonne gleich, du hat einen halben Film ausgeknipst, weil das Jahr gut dabei ist. Nicht? Zack, die Fotos gemacht, Dankeschön, danke, und er nimmt die Krawatte wieder runter, steckt sie dahin. Alte Schule, das hat mir unheimlich gefallen. Ja. Hat mir unheimlich gefallen. Also Gerd Bronner, eine ganz große Freude, dass wir dieses Foto jetzt wieder auskommen. Und das war übrigens bei einer Veranstaltung vom Wiener Volksnetzwerk, dieses Foto, eine Podiumsdiskussion zum Thema Wiener Lied, irgendwas halt. Wiener Lied und mit Gerhard Bronner und der Konrad Köstlin, wo er dort ebenfalls Köstlin war da, der Slavko Ninic. Slavko Ninic war da, ja genau. Von der Tschuschenkapelle waren da und dann haben wir ein bisschen gespielt dazu. Ja. Wir haben noch gespielt und haben nichts reden dürfen. Das war schlimm. Und das war schlimm, leider. Ja, teilweise ist auch viel ja. Blödsinn geredet worden. Am wenigsten vom Ninic und vom Gerhard Bronner, weil der Ninic war sowieso auf unserer Seite, sozusagen. Ja, und manche andere haben wirklich einen Blödsinn von sich gegeben. Das war schon hörenswert eigentlich. Ich hätte gerne was mitgesagt. Aber ist ja wurscht, wir haben halt dort noch gespielt, hat es auch da. Sprachpolizei klärt schon auf. Gulaschitten ist ein Beisel, wo die übrig gebliebenen Nachtschwärmer um 4 in der Früh eine damit sind. Ja. Aber das war der Schmiedhansel nicht. Das war eigentlich nicht, weil da, also diese wirklich Überbleiber, weiß ich nicht, sondern eher die von den normalen Veranstaltungen. Also ich sage jetzt mal, die man Mitternacht reinkommen. Spätestens um Mitternacht nach der Vorstellung im Theater, in der Oper oder wo auch immer. Genau. Oder wenn die Heirigen zugespielt haben, früher der Heiriger um 10, 11 Uhr zugespielt eigentlich. Wir sind auch nach dem Ding sind wir hingekommen. Und nach der Schöllgabe sind wir immer noch. Direttissima. Was? Dort haben wir die Gage gekriegt, dort haben wir es gleich wieder investiert. Ja. In Weiterbildung. Ich kann mich erinnern, der Gespritzte beim Schmied-Hansi, hat genau das Doppelte gekostet wie bei der Schöllgabe. Ja. Unser Achtel. Ich muss aber dazu sagen, wir haben wirklich. Wir wurden oft eingeladen. Wir sind sehr oft eingeladen. Muss man echt sagen. Sonst hätten wir es uns auch nicht leisten. Also auf jeden Fall so ein cooler Shit in dem Sinn war es glaube ich nicht, aber mir sagt da tatsächlich dieser Begriff nichts. Also das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, dass man zu diesen quasi Lokalen, die dann offen und Gulaschitten gesagt haben. Wobei jetzt, so, wenn ich so drüber nachdenke, sacken lassen, kann schon sein, so fremd kann es mir nicht Mir kommt es auch nicht fremd vor, aber jetzt in dem Zusammenhang habe ich es irgendwie nicht gehabt jetzt da. Aber wir haben das auch nie gebraucht oder ich habe das auch nicht aufgehört. Irgendein Gulaschitten wird schon offen oder sowas. Nein, das weiß ich nicht. Ja. Aber wieder was gelernt. Sprachpolizei, für das haben wir die. Das ist ja da. Weiterbildung in Sachen Dialekt. Oh, jetzt machen wir. Und jetzt da. Aber aus nicht mehr Pätschen. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgehört und Draht und um nix war mir leid. Der Madeln und jetzt auf Franz, ich hab gesungen und tanzt und ganz in echt hab ich gewalzt. Und mein Pätschen habt schon alt. Zuerst die notliche Tour, dann die notige Tour. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles gar. Aber ausknecht mein Pätschen, schöne Könnerin, mein Uhr. Und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Ja, hussasa, jojo, hussasa, ho. Ja, hussasa, ojo, hussasa, ho. Frisch lackiert war mein Wohn und mein Geschäft hat was dran. A jetzt ein Grund hat mich kennt und der Golden ist grennt. Immer modisch das Gewand und das sonst gesund benannt. Mit einem Flinzel in am Frendel, das war er vor. Zuerst die noblige Fuhr,
dann die notige Tour, wenn ich denk, wie das war. Heut ist längst alles gar. Aber hast du nicht Nicht Deutschen, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur eine Grenze ist. Das hab ich längst erfahren und dass manches einmal am Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Ja, Hussasa, oh ja, Hussasa, oh ja, Hussasa, ja, ja, Hussasa. Jawohl. Schöne Nummer. Ja. Erste Strophe mörderisch versemmelt. Ich weiß nicht, wie die weitergegangen ist dann. Aber das auch schon länger nicht gespielt natürlich, muss man Ja, sagen. trotzdem, aber sowas ärgert immer. Wie ist denn die weitergegangen? Ich habe jetzt falsch gesungen dann. Na, du hast dich mit den Akkorden vertan und dann bist du natürlich aus dem Dingskummer-Konzept gekommen. Wollen wir es nicht zerlegen jetzt? Ja, aber ich will wissen, wie der Text geht. Sowas ärgert mich, weil ich kann mich nicht niederlegen, dann, ohne dass ich weiß, wie der Text geht. Ich habe gedacht, Ist schön, ja, du schaust uns nur zu, ja, das passt schon. Leiber. wie der Flieser in der Ohren, Frendel, das war er vorhin. Und wie geht's dann weiter? Du fragst mich Sachen. Das war vorhin. Die Nobliche, das ist in der zweiten Strophe. Ich habe den Teil von der ersten, ich habe die zweite Strophe. Nein, sowas darf nicht sein. Na, es darf Strafschluck nicht Wasser. Es darf nicht passieren. Das hast du jetzt davor, Klaus. Klaus. Das hast du jetzt davor. Nein, ich mach nie wieder einen Fehler. Na, trink es. Nein, ich versiege mich nicht mehr. Trink. Entschuldigung. Wenn wir den jetzt in den Kühlschrank stellen sollen, vielleicht ist es ein bisschen warm wird. Feuchte Augen, es hat gut zusammengekatzt. Sprachpolizei. Danke, ja, 30 Jahre dank der Schön. Feuchte Augen sind immer gut. Was willst du in den Kühlschrank stellen, oder? Ich muss doch, da ich nicht in den Kühlschrank stehen, noch die Flasche ein bisschen. Es ist doch etwas wärmer schon geworden, habe ich gerade gemerkt. Stöß ein bisschen rein, nicht? Da brauche ich gerne nicht mehr reinstellen. Eigentlich. Ja, aber das muss ja gleich wieder aufstehen. Das ist auch Blödsinn. Ja, das stimmt allerdings. Dafür bringe ich, bevor wir weitergehen, nächste fotografische Highlights. Weil wir von der Schöllgabe geredet haben. Wir haben jetzt da nur, ich habe jetzt da keine wirkliche Sondierung gemacht der Bilder, sondern lediglich, wie soll ich sagen, Eine grobe Auswahl. Nein, wir haben nicht einmal Auswahl, wir haben die ersten. Eingriffen in den Stoß an Fotos. Wir haben die ersten Fotos rausgeholt und diese zwei sind tatsächlich bei der Schöllgabe in Grinzing entstanden. Ja. Ich hoffe, es war Fasching. Es war Fasching, definitiv ja. Ich hoffe, das war Fasching. Wir waren jung und brauchten das Geld. Ne? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so ein Leiberl besessen habe. So ein oh ja, oh klar, das habe ich von Don Gregor geschenkt gekriegt. Das Kämmerfleischleiberl. Das hast du nachher nie wieder angehabt. Das hat auch mit das Verkleidung gemacht. Wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, das war der Schöllgabe, der Patrick hat aber nicht fahren müssen. Also er schaut jetzt nicht so drein, weil er noch mit dem Auto fahren muss, nichts trinken dürfen. Au contraire, die roten Backerl sind nicht geschminkt. Die rote Nase auch nicht. Ist überhaupt nicht geschminkt. Ein Wahnsinn. Das war bei der Schöllgabe Legende. Legendär. Da habe ich mit der großen, mit der Skandale. Das Skandale noch. Ich mit der Novi noch gespielt. Ja. Das war natürlich das Ding. Und jetzt habe ich da, das sind lauter Bilder von mir jetzt. Aber das muss man kurz herstellen. Nur dass man die Unterschiede sieht, wie man sich entwickelt hat. Ja. Da habe ich zum Beispiel als 18-Jähriger hätte ich hier ein Bild anzubieten. Also will nicht. Achso, ich habe schon wieder Undraht da. Ja, da dürfen es nicht Undraht. Naja, Undraht habe ich. Schau, und zwar der kleine Klause irgendwo in Salzburg. Das war irgendwo in Salzburg, habe ich da aufgespielt. So liebbarer, so habe ich ihn kennengelernt. So habe ich kennengelernt. Und davor, also da war ich 18.
in dem Alter. Und da sieht man mich in der Schulband, ich schätze mal mit 16. Und hier kommen jetzt zwei Raritäten. Bitte Vorsicht, falls Kinder zuschauen, bitte jetzt weg. Triggerwarnung. Wir haben hier einmal Schulband, das war nicht die Schulband, sondern es war eine private Band. Ja, der mit der Gitarre, mit der zerrissenen Jeans und die langen Zoden, das bin ich. Und hier ist dann das Besondere, ganz Besondere, Foto nämlich eine Seltenheit, ich am Schlagzeug. Wird einen Grund haben, warum das nur einmal war. Also auf jeden Fall, ja, das war ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Ich bin jetzt da versucht, ja das, leg ich gleich. Ich leg's gleich hin. Wir haben ja über eines schon öfters gesprochen. Erzähl, Patrick, erzähl's. Wir haben gesprochen über ein Foto, bevor man es herzagt. Wir haben ja damals für die Sendung Willkommen Österreich, das war allerdings noch die Nachmittagssendung vom ORF, glaube ich, von 17 bis 18 Uhr oder was das war. Ab 2 oder 3 ist die Grenze. Oder sogar noch aber relativ lang, nämlich mit Elisabeth Engstler und der andere, der Wolfram Birchner, wer da alle moderiert hat und so weiter. Und da wurden wir eingeladen, Fiaker darzustellen und über das Leben der Fiaker zu plaudern und das Fiakerlied zu spielen. Das alte Wiener Fiakerlied nämlich. Richtig. Und wie wir da ausgeschaut haben dabei, seht ihr auf dem kommenden Foto. Unser allererster Fernsehauftritt. Unser allererster. Jawohl! Wahnsinn, oder? Was sagt ihr dazu? Das ist schon. Geschichte, weil die Pavlatschisten, die öfters dabei sind oder immer dabei sind, werden sie natürlich die Geschichte kennen. Wie wir da gefahren sind in ORF am Königelberg, dort sind wir geschminkt und verkleidet worden, was wir da auch haben auf dem Foto. Und auch die Bärte wurden aufgepickt beim Schminken natürlich. Und dann sind wir am Rosenhügel weitergefahren, weil das war noch in den Rosenhügel-Studios. Mit meinem alten Skoda. Mit dem alten Skoda, wo das aufgenommen worden ist. Ich dürft aber nicht lachen, gell, beim Fahren. Nicht? Wir haben uns angeschaut, wir zwei natürlich die ganze Zeit, wir haben den Bart so gehalten, bis wir dort, und ist die schon so angehängt. Ein Theater jedenfalls von vorne bis hinten haben wir gehabt. Aber die waren begeistert von uns beiden und das war eigentlich der Beginn deiner Fernsehkarriere, kann man sagen, damals. Meiner ORF-Karriere. Richtig eigentlich, ja. Naja, Karriere. Ich hab ein bisschen Geld verdient halt dort als Darsteller und als Lichtdubel und solche Geschichten. Ja, später genau. Als Warm-Upper immerhin schon dann, da hat es schon mehr Geld gegeben. Also ja, so passiert. Ja. Nein, es war großartig. War nicht. Ich hab immer gedacht, das ist gut, da hast du einen Fuß in der Tier, einen Schmarrn. Aber es war auch eine schöne Zeit, muss ich auch sagen. Ja. Burm sind's, Burm bleiben's. Ja, stimmt, Maggie. Absolut richtig. Wirklich erwachsen werden die nie. Wolfgang, davon kannst du ausgehen. So kann mein Mund natürlich schon aufgeben. Ja, verspült wie eh und je. Ja, Welt, sagt der Landtagsstromer, Markus. Ja. Matthias Mariaka gibt es ein Wiener Lied, wo ein Schlagzeug vonnöten ist. Nicht meines Wissens. Das haben wir noch keine Wiener Lieder gespielt. Da haben wir auch keine Wiener Lieder gespielt. Nein, das war noch eine andere Zeit. Weil man sieht ja bitte da, wo habe ich denn das? Da nicht, aber da bitte, da sieht man ja eindeutig Guns N' Roses T-Shirt. Weil der Erste in der Schule, der Erste in meiner Schule, der ein Guns N' Roses T-Shirt hatte. Ja. So schaut's aus. Und ja, war natürlich ein Wahnsinn. Jetzt mal eine intensive Zeit damals. Ne? Schulzeit war es, Schulzeit vor allem. Schulzeit. So, jetzt natürlich, was reißen wir jetzt an? Jetzt müssen wir irgendwas so Historisches spielen. Was Historisches? Ja, da fällt mir schon was ein. Inwiefern historisch jetzt? Fiaker historisch oder von der Verkleidung her historisch? Was ist dir eingefallen? Was ist mir eingefallen? Karl Lorenz, das ist wirklich historisch schon. Wirklich ein altes Lied. Und 1880 circa. Absolut passend in die heutige Zeit. 140 Jahre. Das ist ein Wahnsinn. Der Korbis Rudi wird sich freuen, wer wünscht sich dieses Lied des Öfteren. Des Öfteren, wir haben es aber nicht immer gespielt. Ich glaube, wir sind schuldig noch vom vorletzten Mal oder so, glaube ich. Halt. Irgendwas surrt was. Irgendwas surrt, aber ich finde es nicht.
Ich habe sogar ich gehört, nämlich. Ja, eben, darum haben wir gedacht, das sprechen wir gleich an. Aber ich finde es nicht. Vielleicht war es ja nur kurz. Ja, nochmal von vorne. Ja, wenn wir unser Leben betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunten am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bogen. Ein Bachhändel, ein golden Wein und auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heut, wie's zugeht dort, da drunten am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Kriege gemacht, Fabriken zugesperrt über der Nacht. Wo die Weber gelebt haben, Seidenschön, steht auf als uns Füllige. Von Bachhändeln ist längst keine Spur, jetzt liegt da jeder in der Bar. A gesöchte Blunzen, das alles hört, die Leute haben zu wenig gehört. Ja, gefrettis auf der Welt. Ja, gefrettis, die Leute haben zu wenig gehört. A wer noch einen neuen Schlag, wie's einmal war, kommt keiner nach. A Kernfigur mit Stöbenand, hernach der Schmied vom Sonntagsgewand. Am Kieferland Zylinder dran, dort links ein bisschen vierig schon. Das Manchester reckelt Hosen gestellt, a Pfeifen hat nicht gefällt. So war der echte Bürgersammann, nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Tiger mit einem Dreierhut, die Gestalt die reinste Missgeburt. Ein Stiefel, keine Absitz dran, das Gewandl hab's von Tandler. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind sie miteinander schier. Zum Auftrag jedens ein Masel füllt, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, gefrettis auf der Welt. Ja, gefrettis, die Leute haben zu wenig Geld. Karl Lorenz, ganz eine alte Nummer. Absolut wild. 140 Jahre alt. Und aktuell wie immer. Das ist ein Wahnsinn. Jawohl, absolut. Das ist voll die Achteln rein, jawohl, das gefällt mir sehr. Wo ich sage, Sturl gewesen sei, sagt der Sprachpolizei, das kannst du laut sagen. Ja. Der Wolfgang, am 9.10. werde ich den Patrick mit meiner Schrammelharmonika quälen. Ja, beim Stiepert. Jawohl. Ja, gefällt mir schon drauf. Stiepert jetzt am Mittwoch. Am 19. am Mittwoch, ja. Jetzt genau. Am Mittwoch. Jetzt am Mittwoch, ja. Gibt es ja noch Platzerl. Ruft's auf, findet alles auf unserer Webseite 16.at. Und darüber hinaus möchte ich trotz allem nochmal darauf hinweisen, auf eine wichtige Sache, nämlich in Schmattes. Freunde, wenn euch die Musik gefällt, wenn euch das taugt, haut einen Schmattes für uns. Der virtuelle Hut geht rum. Es müssen keine großen Beträge sein, können natürlich große Beträge sein. Wir freuen uns über jeden Betrag. Quasi haut was rein in den Hut, per PayPal oder per Überweisung, weil anders geht es halt nicht im Internet. Das ist halt so. Aber an sich, für die Muse ein Schmattes oder wie man auch gesagt hat, ein Opulus. Ne? Eine freiwillige Spende kann man auch sagen. Wobei Spende ist es eigentlich nicht. Spende ist es nicht. Das ist ein Gage, ne? Das ist trotzdem ein Gage, ja? Ein freiwilliger Beitrag von 300 €. Schön. Tut euch keinen Zwang an. Tut euch keinen Zwang an, na, unbedingt. Na, wir danken euch herzlichst und natürlich selbstverständlich ist auch die Kanalmitgliedschaft
eine Förderung von uns. Danke für was heißt? So, wo blendet das wieder aus? Jetzt haben wir wieder da ausblendet. Und wenn wir schon von Obolus reden, können wir nicht einen Wurstel machen. Ja, das Wurstel. Weißt du warum? Weil ich habe mir gestern im Zuge der Arbeit gestern mal so einiges angeguckt und unter anderem gab es auf Spotify zum Streamen, weil ich geschaut habe, was es so als Wiener Lieder gibt. Unter anderem halt ein Album, so Heinz Konrads. Also was zum Beispiel lustig war, gab es eine Aufnahme, Lass das sein, vom Heinz Konrads. Weiß ich, ja, kenne ich. Das waren meine Dings, die ich kenne. Wirklich, ich kenne es so als deutsche. Ich kenne es von Heinz Konrads, ja, kennen Sie ihr, ja, das ist meine war Dings, mir nicht ja. bewusst. Und da war natürlich auch der Wurstel dabei. Georg Luksch. Georg Luksch ist das, ja. Richtig. Der Bruder vom vorhin angesprochenen. Das Lied, ja, ich war jetzt beim Bruder. Das ist auch Georg. Das ist auch Georg, wieder von. Ja, genau. Ja, ich war jetzt beim Bruder deswegen, weil der Bruder ist der jüngere Bruder. Halbbruder, ja. Oder Halbbruder, ja. Von Georg Luksch, vom Rudi Luksch, vom vorhin angesprochenen Musiker bei Schmidhasel. Das jüngere Bruder ja nicht nur ein sehr guter Musiker, ein lieber Bursch ist, ein großartiger, sympathischer Kerl, sondern auch ein Grammy-Preisträger. Ich meine, das ist kein Spaß jetzt nämlich, das ist wirklich so. Ich meine, in Österreich, was da so alles an Prominenz herumrennt, wo du denkst, was haben die eigentlich gemacht? Und dann gibt es Leute, die einen Grammy gewonnen haben. Und das ist eigentlich in der Öffentlichkeit oder in den Medien nicht so bekannt eigentlich, ja. Also da merkt man schon, wo die Wertigkeiten sind. Ja gut, aber wollen wir nicht so negativ reden hier. Ein Bagage, Iron Aka, Bagage ist gut. Bagschisch. Das war leider die Mega, was Here and Fear war eine Anspielung, wenn Klause sich verspült. Da war viel Fear dabei. Ja. Passt. Na gut, Wurstel. Wie Reklame hat der Vater mich oft führt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie seinem Weiberl schmechet, wie das weiße Hasel strechet, dann da schlagt seine Frau. Warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhaftet, wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den's verstehen wirst, bis du älter wirst gehen. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder soll. Und hat ihm der Teufel den Hammer am Schädel. Die Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schon auch er vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann er nicht, den Wurstel, da schlagen. Wieder ging ich in den Prater und ich suchte das Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abend am Mond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen und die Uhr schlug Mitternacht. Da ist der Bruder aufgewacht. Wieder her beim Lärm und Gerochen, durch die Grotten vor der Drachen, Riesenradl richtig spül, und das Draht sich im Gewühl. Kalafate majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich, in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den
Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Brot was sagt. Und hat ihm der Teufel mit Hammer am Schädel. Die Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist der Wedel. Ja, er wurstelt sich durch, er wurstelt sich raus. Schau dir nachher vielleicht ganz verwurstelt raus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel, der Schlag. Jawohl, der Wurstel. Hans Lang. Absolut leibende Nummer. Absolut, ich finde es auch leibend. Ich finde es wirklich auch so bezeichnet. Einfach, ich kann das nur immer wieder erwähnen. Das ist einfach. Ja, einfach schön. Der Iron Acker ist gut an Grammy, der hat jetzt ausgesucht. Nein. Ich meine, wird schon nicht schlecht verdienen. Aber nein, aber er spielt ganz normal, ist immer noch ganz normal mit seiner Frau, relativ viel, was ich nichts mal so irgendwo gelesen. Also er ist einfach nur als Musiker halt unterwegs. Nicht? Mit der Rita Hatzmann-Lutsch, mit seiner Frau gemeinsam unterwegs. Ja. Genau, ja. Aber als Pianist, Studiomusiker und so weiter und so fort, ja. Ich glaube, so viel hat das nicht eingebracht. Ne? Also vor allem, für mich das Interessantere ist wirklich, wie in diesem Land mit solchen Leuten umgegangen wird. Ne? Ja. Ich meine, er lebt gut damit, also mir ist das auch ziemlich wurscht. Ja. Er braucht das nicht. Ja. Aber ich finde es spannend, nicht? Was für wirkliche komische die Wertigkeit Typen, wirklich liegt dann. Ne? Bei uns da wirklich so ein bisschen hoch weiß ich nicht, hochgetrennt werden, wo du denkst, ja komm, was hat der jetzt geleistet? Was kann der, was tut der, was ist er, was macht er? Ja, oder sie. Das ist das verstehe ich. Und dann hast du mal Leute, die am Grammy gewonnen haben. Ich meine, die international, Grammy, das ist schon was Internationales. Ne? Das ist nicht eine Auszeichnung von, weiß ich nicht, der Stadt Wien oder was. Das ist schon was wirklich Großes. Aber bitte, so ist es halt da. Schau, Sprachpolizei, bei PayPal 27 € für ein Konto überwiesen. Du bist der Wahnsinn. Dankeschön. Sprachpolizei. Danke dir herzlichst, sehr zum Wohl. Nein, ich kriege nicht einen Schluck, weil da kenne ich nichts. Ich kriege einen Schluck. Oh, den muss man nachschenken, ich bin auslassen. Ne? Ja. Was ist das noch? Play and Pray. Wer für Klaus, wenn er anfängt zu spielen und betet, ihm fällt die Ton oder der nächste Akkord rechtzeitig mehr. Nein, das. Ja. Das hat mir eingefallen jetzt. Also. Ja. Nein, es ist schon viel wert. Es ist schon viel wert, wenn man auffällt, dass ich falsch spiele. Nein, man, das ist die halbe Miete. Na, was sie verspüßen, das fällt ja nicht auf, das ist echt das ist aber schlimm. Das ist schlimm, ja. Und da kenne ich aber viel. Profis, wohlgemerkt. Viel. Aber doch ein paar. Ich hab sowas erlebt, ja, genau. Ich laufe meiner über 30 Jahre Musik. Ja. Ich meine, es gibt eine Ausnahme, wo man das jetzt wirklich mitunter nicht hören kann. Das ist auf der Bühne, wenn du da ein scheiß Monitoring hast. Ja. Weil wenn du nichts hörst nichts. Ne? Dann kannst du erst, dass du was falsch spielst. Blindflug, ja, da kannst du wirklich nichts, da kannst nichts machen. Ja. Das haben wir ein paar Mal gehabt, irgendwo so, was der ganz selten, aber wo, Gott sei Dank selten. Ja. Und dann mit dem Bluesschrammel haben wir es schon öfters gehabt, ja. Und dann spielst du und hörst nichts. Das ist blöd. Und das ist ja übrigens der Grund auch, warum es Dirigenten gibt bei einem Orchester. Weil man muss sich ja vorstellen, ich sage jetzt irgendwas, der Cellist oder der Fagottspieler. Ja, ich glaube, die sitzen ziemlich nah bei den Bläser hinten. Genau, ja. Und also der sitzt dort und spielt. Und manche Tutti-Geiger nämlich auch, weißt du? Das ist nämlich. Und was? Manche Tutti-Geiger, also die überall mitspielen, also die nicht die einzelnen Stimmen, sondern die am wenigsten, wie soll ich das jetzt sagen, die Tutti-Geiger. Nur die wichtigen, die Hauptpart mitspielen. Nicht? Also, die Bratschisten, die Tutti-Geiger, die werden nie an Solo spielen, also sozusagen. Die sitzen auch relativ weit hinten und sind auch immer etwas prädestiniert. Naja, aber die Musik, die Instrumentengruppen sitzen ja zusammen. Also die Geigen ja, aber Geigen sind so viel, dass die hintereinander sitzen. Klar. Also da bist du schon relativ weit rum dann, nicht? Ja. Bei den Posaunen. Was ist denn da? Die Posaunen sind ja weiter rechts. Was ist denn dann da links? Die Grundkontrapässe. Kontrapässe ist ganz hinten. Steht. Es kommt jetzt darauf an, ob das jetzt wo es spielen. Ja. Aber so ungefähr. Der Staatsoper sind ganz hinten. Aber jedenfalls können wir davon ausgehen, es ist ja wurscht, nehmen wir her einen Posaunisten. Ist ja wurscht, da steht einer mit der Posaune und bläst.
wenn er trau ist, oder bloß wenn er nicht trau ist. Aber der hört ja nichts. Der hört ja vorne die Geigen nicht. Schlagwerker. Ja, Schlagwerker, die hören alle nichts. Du hörst das nicht. Ja, weil das ist ja groß. Hören dann wir fuhren was. Ne? Das denke ich mir beim Neujahrskonzert, da gibt es ja Plätze direkt am Orchester. Ja. Ich denke mir, wer will dort sitzen, da hörst du nichts. hörst- Also du hörst nur halt Ja, bei dir sitzt drin, der ne? Musiker, nicht? Da Sozusagen. hörst Ja. 3 Instrumente und der relativ laut. Fast ganz, also vom Publikum aus gesehen, ganz links hinten sitzt, die man immer sehr gut sieht, da bei den Pauken und sonstigen Schlagwerkinstrumenten, du hinten sind noch am dort. Der kriegt von- nichts Der mit. kriegt vom Konzert nichts mit, außer Aus Schäfer. den Duscher, die Schäferin, das ist Ja. grob gesagt, ja. Ja. Aber das ist wirklich so, als man die brauchen Dirigenten, weil sie ja nichts hören. Nicht? Nein, das ist, wenn man sie gegenseitig nicht hört. Richtig. Ja. Und natürlich gut zusammengespielte Orchester, wie eben zum Beispiel auch die Wiener Philharmoniker. Apropos, Ball ist fix, wir spielen wieder am nächsten Philharmonikerball, ist schon ja. fixiert. Dann ist es so, dass die natürlich, wenn sie sehr gut zusammenkatzt sind, dass die natürlich die Show kennen. Also vor allem bei sowas wie Radetzky, aber den spielen sie blind, Donauwalzer, Philharmoniker, die spielen den blind, da brauchst du wirklich keinen Dirigenten mehr. Aber grundsätzlich ist der Sinn der, Dass er das Ganze zusammenhält. Nämlich weil die Leute wissen nicht, was spielt der, nicht? Da vorne, nicht? Was spielen vorne die Geigen, das hört dahinter, eben jetzt der Posaunist hört überhaupt nichts von den Geigen. Kaum. Das ist Und mitunter die Geiger werden nicht viel hören von den Cellisten, ne? Zum Beispiel. Also und so weiter. Deswegen gibt es den Dirigenten. Und beim Rock, also bei einer Rockband oder bei einer sagen wir mal, Popularmusik, für das hast du dann so sogenannte Monitore auf der Bühne, damit sozusagen du die auch hörst. Weil du brauchst natürlich ein komplett anderes Soundbild als natürlich der Zuhörer. Der Zuhörer braucht die Ausgewogenheit der Band und je nachdem wie groß das Areal ist, nicht, das muss halt genau abgestimmt sein. Aber ich auf der Bühne, ich muss ja ganz gewisse Dinge hören. Also bei uns ist es kein schöner Sound, wenn das richtig eingestellt ist. Also 16er Bubenverkehr, das ist ja mit 2 Mitgliedern, das ist relativ einfach. Ne? gerade, dass wir uns hören. Ja. Aber jetzt bei Bluesschrammeln 6 Leute und mit dem Schlagzeug und so weiter, ne, da hörst du keinen schönen Sound aus dem Monitor, sondern da hörst du einfach nur das, was du hören sollst. Und das ist nicht schön, aber es ist da, dass du es hörst. Im Idealfall. Manchmal Das war ganz ideal, ja. Manchmal ist es aber trotzdem schwierig, ja. Ja. Aber auch akustisch schwierig, einfach weil unsere akustischen Instrumente sich dann aufschaukeln und dann kann man es gar nicht so laut im Monitor bringen, wie man es eigentlich brauchen würde und dann geht es halt nicht, dann muss man sich halt so durchraffen. Ja. Aber das bringt man auch zusammen. Ne? Ja, nein, das kriegen wir schon. Ein bisschen Jazz gehört dazu, sagt der Wolfgang. Erste gegen zweite Geige und so weiter, jawohl. Schau, die Grüße ist auch da, Grüße, jawohl. servus. Wir für einen lieben Gruß in die Paulacisterie und zu den Buben, grüß dich gut. Bravo, Grüße. Im Musikverein, sagt der Michael Unger, hörst du als Schlagzeuger, die Flügel hören auch ganz schlecht. Du hörst als Schlagzeuger, Ja. tut fast nichts eigentlich. Nicht wirklich. Na, das, Du hörst da am Brei, ne? Du hörst irgendwo am Brei, aber du kriegst nicht wirklich was mit. Ne? Ja. das ist fürs Publikum gebaut, nämlich der Musikverein eigentlich. Für unten schon. Da Ja, klar, ist da hörst du alles. Da hörst wunderbar. Und die Musiker selber auf der. Nein, das ist schwierig, ja. Botschenauer Musikverein, gutes Orchester, na freilich, ist ein gutes Orchester. Aber natürlich ist er nicht so groß jetzt wie ein Symphonieorchester. Nicht? Aber es ist ein ähnliches Spiel natürlich bei einer Blaskapelle noch nicht. Die hören auch nicht alles. Nicht? Deswegen hast du den Dirigenten vor. Nicht? Oder in Botschenauer in dem Fall in der Regel eine Dirigentin. Triangel ist ein Arbeitsarer hocken. Zitat Sprachpolizei werden wir unserem Freund, dem Zaunerklase, natürlich mitteilen. Den Schmiedi auch gleich. Ja. Jawohl. Der Wolfgang sagt das richtig, viele alte Musiker sind fast taub, weil die Boxen hinten ja stimmt. Das war immer aus dem Grund, weil Monitoring hat es nicht gegeben, da hat man die Boxen aufgestellt und hat gespielt. Und das hat man hinter sich gehabt, nicht, dass man was gehört hat. Aber es ist nicht nur in der Rock- oder Popularmusik so, dass die taub sind und derisch werden. Auch in der klassischen Musik, so die in Orchestern spielen. Die sind Absolut. auch oft schwer beeinträchtigt dann im Alter. Ja. Es gibt ja auch Weil so ein Symphonieorchester macht dann wir, definitiv, ja. es gibt ja auch die großartige, Ja, ja. das großartige Gesetz, oder wie man immer das nennt, aus Brüssel. Die Dezibelbeschränkung bei Symphoniekonzerten. Ich hol ihn Wein. Bitte holen wir. Bitte, sehr, sehr gut. Tatsächlich, es gibt tatsächlich eine Dezibel, was es noch gibt, aber ich glaube schon, was ist das Gegenteilige, ist eine Dezibelbeschränkung bei Symphoniekonzerten, die natürlich vollkommen Schwachsinn ist, weil
das sind Naturinstrumente, weil da gibt's ja, da siehst du ja, irgendwelche Bürokraten in Brüssel haben das wieder erfunden gehabt, nicht? Die haben geglaubt, das kannst du lauter und leiser dran, ein Symphonieorchester. Nicht? Also, es sind halt, da siehst du, was für Trotteln dort sitzen. Aber, das ist also wegen Arbeitnehmerschutz, nicht? Weil ja die Mitarbeiter, die Angestellten bei einem Orchester müssen geschützt werden von der eigenen Musik. Deswegen gibt es eine Dezibelbeschränkung, die nicht einhaltbar ist. Was ist die Lösung? Strafzahlung. Zahlt man da Strafe. Somit hat man es nicht gelöst, das Problem, aber man kann was kassieren. Das ist ja idiotisch eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Ne? Idiotisch ist so lieb gesagt. Es sind solche Volltrotteln da unterwegs. Das ist unpackbar. Ich wollte mich nicht ganz so... Ja, das musst, wie willst du das? Du kannst ja nicht, das musst du ja beim Namen nennen. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Der Deppert ist nicht. Das ist ja, Peter Townsend, Eric Clapton, ja, sind 90% da. Das ist viel, sehr viel sind von, also gerade Sting, von dem weiß man es auch. Ja, also der hat einen Tinnitus noch dazu. Ja. Also das ist nicht wirklich leibend. Ja, das ist... Möchte ich nicht haben, muss ich ehrlich sagen. So. Michael Unger sagt, wenn mein Papa mit seiner Klarinette mit der Militärmusik marschiert ist, hat er nicht mal sein eigenes Instrument gehört. Ja, das stimmt. Das Ja, stimmt. das Wir hören uns auch oft alle nicht. Also das eigene nicht. Jetzt, wenn du was spielst, jetzt Hausnummer beim Ball, ja. das kann schon sein, weil da ist, Da ist ein paar Höhe oft, nicht, wie man sagt. Ja. Da spielst du, hörst du dich selber oft nicht. Da hörst du dich selber oft nicht. Da ist Ein Blindflug. Was, wie gesagt, zu zweit noch machbar ist. Nicht? Also, aber, wenn man sie kennt, überhaupt natürlich. Nicht? Klar. Und das ist natürlich alles noch eine Frage der Übung und der Erfahrung, die man halt dann sammelt. Und daher geht es. Also mit den Blues-Schammeln war das nicht so wirklich ein Problem, weil eben erfahrene Musiker. Da waren wir die unerfahrensten und die jüngsten. Ja. Jetzt waren die und wir haben schon ein bisschen was am Buckel gehabt. Und dann geht es natürlich. Ja. Apropos Blues-Schammeln, es gibt ein neues Projekt, sozusagen die kleine Partie. Uli Bär und die kleine Partie, bestehend aus Uli Bär, Uli Winter und uns zwei. Und als solche werden wir reüssieren. Wir haben die Idee einmal geboren und haben schon ein Engagement in Sierndorf im Juli. Und wir werden nächstes Jahr mehrfach in Otterkring im Achillion Ja. auftreten. Wenn alles gut geht, werden wir in der Kornheißlwiller sein im Achillion. Ja. Werden wir 4, 5, 6 Mal Otterkring dort aufspielen. Wir werden sozusagen ein Battle of Bands machen. Wir werden schon gemeinsame Sachen spielen, aber auch, doch viele Sachen abwechseln. Ja. Also das wird sicher leibend. Die zwei Gebrüder Ulrich und mir zwei und wir geben es uns. Aber das wird natürlich rechtzeitig alles auch noch entsprechend kommuniziert werden. Natürlich. Moderne Schlagzeuger, sagt der Wolfgang, haben einen Gehörschutz und auch manchmal eine Schallschutzwand. Ja, gut, die Schallschutzwand, die dient jetzt nicht einem Gehörschutz grundsätzlich, sondern die dient eigentlich nur der Verstärkung. Also eben, wenn ich jetzt beschalle einen Raum, also sprich, ich muss das Schlagzeug verstärken, dann muss ich das halt halbwegs mitnehmen und damit jetzt das Schlagzeug und das alles nicht in die anderen Mikrofone einbrüht, also jetzt zum Beispiel vom Gitarristen vorhin, deswegen ist diese Plexiglaswand da, damit der Sound bestmöglich halt isoliert ist. Isoliert und du kannst das besser abmischen dann fürs Publikum, dass das Publikum wirklich schön den Klang kriegt und den ganzen Klangkörper mitkriegt. Ja. Weil eben, wenn du das hast, dann hast du ohnehin schon professionelles Monitoring. Ja. Und da haben wir ohnehin alle und die meisten dann schon im Ohr. Die In-Ear-Monitoring, ja. Das ist ja recht spannend, weil kann man sich anschauen, es gibt so Seiten, auf YouTube oder so, oder auch auf TikTok habe ich es gesehen, ein paar Sachen, wo du sozusagen die das Monitoring einspielen. Also du siehst sozusagen das Konzert, beispielsweise jetzt, was weiß ich, Taylor Swift, du siehst das Konzert, aber du hörst das, was sie hört. Und das ist schon spannend. Also das ist auch spannend, du hörst oft den Klick, also den Takt, ja. Tick, 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 tick. Also du hörst ganz was anderes, hörst relativ leise die Musik und relativ laut die eigene Stimme, nicht? Damit du halt singen kannst dazu. Ja. Spannend. Und das ist ja interessant, wie sich das jeder selber abmischen lässt, die Unterschiede, wie einer das will und braucht. Aber das ist wirklich ganz interessant. Ja. Weil ja eben zum Beispiel jetzt die Herd ist ja alles gar nicht mehr, also untereinander. Das heißt, sie müssen das zusammen gemischt im Monitor und natürlich bei vielen ist es jetzt dann im Ohr, weil natürlich wiederum eine Schallquelle weniger auf der Bühne ist, sondern das hast du im Ohr drin und dann hörst du halt. Ne? Dann hörst du den Klick, du weißt, wie du spielen musst, welche
Manche haben Angaben dazu, also richtig Regieanweisungen. Ja. Das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Und aber also ein paar Sachen habe ich gehört, wo man doch bis deppert, das steht mir echt, das steht ich niederpacken. Weil da kommen richtig die Anmerkungen dazu. Was weiß ich, also 3 Takte, Stop. Was weiß ich, Staccato, 4 Takte, leiser, 3 Takte, lauter werdend, also was weiß ich, also auf Englisch oder keine Ahnung. Da habe ich gedacht, Alter, bist du deppert, wenn man der da eine redet, ich spiele da und der redet mir eine die ganze Zeit. Bin ich schon überfordert, die richtigen Akkorde zu finden von Grund auf schon, da redet man dann noch rein. Du hast richtig die Regieanweisungen drin. Na klar, ich meine, das ist so, das ist halt jetzt vor allem bei Bands, die nicht viel zusammenspielen, also so diese Live-Geschichten, wo dann oft Musiker zusammenkommen oder auch nicht, Berühmtheiten, untereinander, nicht? Und die haben natürlich jetzt auch nicht mörderisch viel geprobt miteinander. Geht ja nicht aus. Und dann spielt ihr halt da so, nicht? Und die kriegen original die Anweisungen, wie das ausschaut. Ein Wahnsinn. Ja? Oder der Sänger, der den Text eingesagt kriegt, also zumindest die Schlagwortthemen, nicht? Der singt nicht, was er sieht, 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont, der sagt vor 99 auf dem Weg zum Horizont. Und der sagt das ein. Ich denke, Alter, der deppert wird. Das sagt mir nichts ein. Nein, das ist. Einblenden könnte es mir fahren, das geht schon, ja. Wenn das Bandel vorn mitrennt. Ja, das kannst du das nicht. Damit habe ich kein Problem. Ja. Aber das Einsong ist schwierig. Ja, der Matthias Mariacher sagt, es klingt wie der Beifahrer bei einer Rallye, ja? Ja, das ist wirklich Im so. Prinzip ja. Es ist genau Zum so. Wohle einmal. Also bei manchen ist es. Jetzt einmal, Prost. Zum Wohle, meine Lieben. Prost. Da kann ich leben mit. Ja, da können wir beide leben damit, ja. So, was haben wir jetzt da? Die Maggie sagt, Arbeitnehmerschutz haben möchte ich einmal für Organisten sehen, genau. Ja. In der Worldspreads erreicht man sehr oft über beschwerliche, eigentlich gefährliche und verbotene steile Stiegen. Das kommt noch dazu. Für den Anfang, ja. Achille und Freisesee, vor ein paar Monaten war ich dort in Christa Ludwig. Charlotte Ludwig kannst. Unter anderem traten auf, ja. Schau, Harry Belafonte ist da. Oh jawohl. Grüß die Harry, servus. Der Harry ist da. So, ich sitze in einem Weingartenkind noch, haben wir schon lange gespielt, Das ist oder? eine gute Idee. Machen wir. Mach mal. Ich sitze in einem Weingarten unter einem Baum, dazwischen die Rebstück fühl ich mit der Hand. Das Weinlaub mich sticht mit seinem saftigen Grund, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Die Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander, ein Frauenkieferl kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, als war ich nur ein kleines Kind. So kann man auch heute ich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Vom Weidel berauscht, schau ich auf zum Mond. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen mein Liedl mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann halt ich mein Glas zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes
es für heute Flascherl Wein. Jawohl. 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 Es sieht in einem Weingut. Herrlich. So schaut's aus. So schaut's aus. Schau, da ist schnell vom Mittwoch an 21 Uhr live vom Balkon. Ne? Da spielen wir beim Stieper. Da kann ich nicht zuschauen. Leider. Habe ich nie geschafft. Mittwoch am 9. Das habe ich früher oft gemacht. Mit dem Radl zu den Weingärten bei den Windschutzgürteln hingesetzt, die Reben und Wien angeschaut. Herrlich war es. Hinter mir der Lenzer Tiergarten, vor mir Rodan. Jawohl. Jawohl. Schön. Schön. Vor meinem geistigen Auge sehe ich das gerade. Herrlich. Das ist was Schönes. Ja. Das ist wirklich schön. Ja. Schau, die Grieße sagt, shit, der Ackerl ist nicht mehr da, muss ich stellvertretend Gastwirt sein. Ist er schon gegangen, der Ackerl? Das ist eine Frechheit. Ist er schon weg, der Ackerl? Ist er schon weg? Ackerl, bist du schon weg? Die Verabschiedung war mir gar nicht aufgefallen. Nein. Nein? Na, vielleicht ist er noch am Häusl. Oder er holt sich was zum Essen. Vielleicht. Ja, oder ist er eingeschlafen. Das gibt's auch, nicht? Jesus Nate schwingt, sagt der Sprachpolizei-Tanktasche. Eine Nummer von mir. Wie kann es denn anders sein? Ich danke dir schön. Ich danke dir schön. Gratuliere dir dazu. Wunderbare Nummer. Eine Nummer aus meiner Feder. Ja. Großartige Nummer. Ja, einmalig. Was haben wir noch zu verkünden? Natürlich, noch was haben wir zu verkünden. Und zwar für die Bergfexe unter euch. Also die geländegängigen Papacisti sozusagen, genau. Am 27. Oktober diesen Jahres feiert das Wachsregelhaus auf der Rax, oberhalb des Breiner Gscheits gelegen, das 100-jährige Bestehen. Und wir kennen den Hittenwirt, den Martin, schon seit vielen, vielen Jahren. Haben wir auch haben dort schon gespielt. öfters dort schon reüssiert, kann man sagen. Am Abend sehr viel Frühschoppen dort gespielt, auch großartig geplaudert dort, das war wirklich leibend dort. Und es gefreut mich sehr, dass er an uns gedacht hat. Absolut. Gemeinsam die Naturfreunde und das Wachsregelhaus feiern 100 Jahre Wachsregelhaus am 26. und 27. Oktober. Die Gerlinde Kaltenbrunner heute einen Vortrag, unter anderem spielen wir auch. Thomas Huber hält noch Vortrag. Thomas Huber ist da, ja. Am 27.10., also am Sonntag, sind wir mit von der Partie. Und zwar von 14 bis 16 Uhr, wenn ich das recht in Erinnerung schaut's habe. aus. Du wirst mich gleich korrigieren, 14 wo es bis nicht 16 Uhr. stimmt. Nach uns ist der Thomas Huber dran mit seinem Vortrag in der Bergnisfreiheit. Gemütlicher Abschluss steht ab 18 Uhr. Ja, ganz klar. Gemütlicher Abschluss. Wer will, wenn erreicht ist vom Breiner Gscheid in circa einer Stunde, sage ich einmal so, wenn man gut befußt, wenn man sehr gut befußt ist, in einer halben Stunde, aber sonst so eine Stunde, maximal 1,5 Stunden, da geht man aber ganz gemütlich dann hinauf bereits. Das sind ca. 350 Höhenmeter und wenn einer wirklich fußmarot ist und möchte trotzdem kommen, es gibt zu diesem speziellen Anlass auch einen Shuttle-Dienst So ist es. hinauf. Ja. So ist es. Denn das Wachsregelhaus ist mit dem Auto erreichbar, allerdings nur über Vorstraßen, darf man natürlich nicht hin. Anlässlich der 100-Jahr-Feier wird eine Ausgabe gemacht und es gibt einen Shuttle-Dienst. Jawohl. Ja, es gibt's auch. Also wie gesagt, wer Lust und Laune hat, also wir sind oben, wir Schaut's werden oben vorbei. schlafen. Es gibt da Zimmer, ich weiß natürlich nicht, wie es an dem Tag sein wird, ob es da noch verfügbare Zimmer gibt, wobei es gibt ja auch eine wie heißt das da oben, so ein Matratzenlager gibt es Matratzenlager. mehrere, ja. Also das heißt für die nicht Geschamigen unter euch, wenn du sagst, ich brauche nur einen Platz, wo ich schlafen kann, ich nehme einen Schlafsack mit und aus. Mehr brauche ich nicht. Da wird es auf jeden Fall leichter sein. Er hat ein paar Zimmer, einfache, kleine, gemütliche Zimmer. Und ja, also falls wer, es wird jetzt auch nicht so die große Masse sein, weil die Leute müssen ja am Montag arbeiten. Mit arbeiten gehen, ja. Also von Sonntag auf Montag könnte schon sein, dass man auch noch ein Zimmer ergattert, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass das schon möglich sein wird. Wir werden auf jeden Fall umschlafen und werden Genau. nach unserem Konzert dann natürlich den Vortrag lauschen und Thomas Huber und dann natürlich beim Ausklang live dabei sein. Das glaube ich. Und das könnte, ich weiß es nicht, aber es könnte leibend werden. Könnte leibend werden, ja. Es wird nicht um 18 Uhr dann plötzlich zu Ende sein, sagen wir Nicht so. anzunehmen. Es sei denn, es ist zu Ende, aber das ist auch nicht anzunehmen. Glaube ich nicht. Die Informationen, das findet Sie noch einmal natürlich bei uns auf der Homepage 16erburm.at.
wo ihr, ja, wie gesagt, ja, und dann wollte ich noch sagen, weil ich jetzt gesagt habe, ein paar Fotos. Ich habe da noch viel mehr. Ich habe nämlich auch, lustigerweise, weil es war nicht abgesprochen. Nein. Das war nicht abgesprochen. Ich habe im Zuge dieser CD-Geschichte gestern, dass ich die alle einstelle, habe ich natürlich ein paar alte Festplatten durchforsten müssen und alles Mögliche und fand also dann auch einiges an Fotos und Videos. Da wird einiges auf euch zukommen. Und dann habe ich gesagt, na, da muss ich ein paar Herz sagen, das habe ich heute auch gemacht in der Morgensendung. Und das ist die neue Rubrik in der Morgensendung. Also selbst wenn ihr nicht könnt, vielleicht schaut sich das an. Im Nachhinein lasst es halt einmal rein, schaut rein, abonniert den Kanal, war da super. Und 16er Burm Insights, so heißt er, aber wenn du eingibst auf YouTube 16er Burm, findest du unsere Hauptseite hier, 16er Burm TV und 16er Burm Insights. Und da werden wir jetzt jeden Tag, also Montag bis Freitag, wenn wir die senden, und werden wir natürlich das eine oder andere Throwback, wie mir Social Media Spezialisten es sagen, wenn wir so Rückblicke machen. Und wir haben Material mehr als genug Das kann sein. für die nächsten So ist es. Monate. Und obwohl wir nicht abgesprochen waren, hat das gleiche der Patrick gemacht mit diesen analogen Fotos. Haben wir am Samstag endlich aufgerafft und habe einmal alles durchsortiert bei mir, was an Aufnahmen, an Fotos da ist. Ich habe auf Festplatten nachgeschaut, ich habe CDs angeschaut, ob irgendwas noch drauf ist oder was wir nicht kennen mehr, oder wo wir uns gar nicht mehr erinnern können dran. Und ich habe da einiges, ich glaube, so ein Backelfoto gegeben und ein ganzes Mappenfoto bereits zusammengestellt. Und schnallt euch an, da kommen ein paar Gusto-Stückerl auf euch zu, muss ich wirklich sagen, ja. Definitiv. Wenn ich den ganzen Tag am Samstag umeinander, irgendwann war es dann sehr spät in der Nacht, aber ich gesagt, jetzt ist genug. Es ist da anstrengend gewesen, aber auch, war eine sehr schöne Arbeit, aber auch, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Sowas ist immer sehr leibend. Also wie gesagt, das gibt's in unserer Morgensendung. 9 Uhr, Montag bis Freitag. Da wird es immer wieder mehr so Rückblicke geben, ein paar alte Fotos und natürlich die zugehörigen Geschichten. Das werden wir da machen. Und ja, also ich werde schauen, je nachdem wie aufwendig das ist eigentlich dann wieder eine Frage der der Chantal, ob man dann vielleicht eben diese Ausschnitte mit den Fotos, diese Throwbacks sozusagen dann auch als Reel oder als Short und so zusammenfassen kann, dass auch andere sehen. Aber wie gesagt, jetzt einmal sei das auch als kleine Werbung für den Kanal gewertet, wo wir erst ein bisschen über 100 Abonnenten haben. Also wir wären dankbar für eure Abonnements. Aber noch dankbarer, viel dankbarer wäret man natürlich für euren Schmattes. Jawohl. Für die Musik, wenn es euch taugt. Danke herzlichst. Danke euch ganz herzlich. Danke, danke, danke. Christi fragt, hast du das neue Stimmgerät in der Sonne ausprobiert? Siehst du was? Ja, ich hab schon probiert. Ja, also ich sehe mehr als bei den anderen. Ja, ich sehe mehr als an den anderen. Habe ich da aber auch schon geschrieben, ich hab wieder geantwortet ich glaube auf YouTube, wo wir kurz da kommuniziert gehabt haben, zu dem Thema, man sieht mehr als bei den anderen. Ja, man sieht mehr als bei den anderen. Optimal Geschichte würde ich jetzt auch nicht sagen, ist es, also optimal, ist sich mehr als bei den anderen, damit habe ich schon gewonnen, was so ist, ja. So viele Sonnenvarianten habe ich nicht gehabt, aber das war also ganz konkret in dem Fall Otteringer Kirtag, weil das haben wir wirklich mit in der Sonne gesessen und da habe ich es eigentlich recht gut ablesen können. Also ist auf jeden Fall schon ein Gewinn gegenüber der ganzen anderen der letzten Jahre. Ja. Definitiv. Und ich hab bei den YouTube-Kommentaren, wo man das geredet haben, habe ich geantwortet und habe da auch den Link zu diesem Gerät eingegeben, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich glaube vom Thomann habe ich den Link damit du weißt, welches Gerät das überhaupt ist. Also das habe ich gemacht, aber wenn du es dann noch willst, kann ich dir das natürlich auch noch anderweitig zukommen lassen. Gar kein Problem, mache ich gern. So, Schmattes kann ich wieder ausblenden, wenn ich finde, wo, da. Wir danken euch schön. Aber generell mit diesen Stimmgeräten, es ist mühsam, ja. Ja. Dass da noch nichts eingefallen ist, ja, das ist immer interessant eigentlich, ja. Naja, es ist, mein Gott, die kosten ja nichts. Ne? Und so diese wirklich. Und es ist natürlich in der Sonne spielst in der Regel nicht. Also das ist halt 99%. Ist eher eigentlich finster, ja. Ja, also warum genau das Gegenteil eigentlich, ja, der Fall. Das ist immer so, nicht? Warum sollen es jetzt für die wenigen, die das brauchen, warum sollen sie da was Eigenes machen? Nicht? Das ist so, wie man es gehabt hat mit diesen Stehhilfen, diesen Hockern. Nicht?
klassische Gitarristen sitzen in der Regel nicht auf einem Barhocker. Ja. Und Kontergitarristen gibt es so wenig, das ist einer wurscht. Verständlicherweise, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ja. Die Krise sagt aber nicht, vergiss auf Live zu klicken, sonst seht ihr nur nichts, sondern hört es nur im Podcast. Ja. Das ist beim YouTube ein bisschen Botschaft gemacht, dass man dann oft nicht weiß, Moment, das kommt eigentlich als Video, ist aber eigentlich der Podcast. Das heißt, du siehst nur das Titelbild und hörst uns. Du musst dann wirklich auf Livestreams gehen und dann siehst du die Livestreams. Dann guter Hinweis. Der Wolfgang sagt, wir sind immer mit dem Motorrad über die Weinstraße Richtung Kumpelskirchen gefahren und haben in den Weingärten öfter eine Rauchpause gemacht und die Gegend gegeben. Ja. Das ist halt das Wunderschöne da immer. Ja. Gewesen, vorhin immer. Naja, mit der Manke, na gut, aber nächste Woche am Mittwoch habe ich einen Ride von mir wieder vorher nach Dernitz, nach Niederösterreich zum Service, zum Jahresservice. Ich hoffe, es ist ein schönes wieder. Ich halte die daheim wirklich, weil wird schon passen. Ich hätte es gerne einen anderen Tag gemacht. Ja, morgen habe ich leider keinen Termin gekriegt. Morgen war es schön. Und Mittwoch darauf weiß ich nicht und am Abend habe ich einen Termin. Also das ist weil sonst war ich gerne heimgefahren über die kalte Kuchel, was noch einmal. Eine kleine Runde noch, ne? Sicher, na klar. Ja, so wird es halt da wieder nur die 17er sein und so weiter. Aber ja, besser ist nichts. Ne? Ja. So, Iron Acker ist da. Er hört nur gerade zu. Na ja. Das kann er gewähnt. Ist gut. Ich nehme einen Schluck da. Dann schon langsam kommen wir zum Schluss. Ja, schon langsam. Der Wein wird auch immer weniger hier. Ja. Da habe ich schon Fundament wochentags 9 Uhr, das ist Seniorenclub. Naja, Seniorenclub ist gar nicht einmal, sondern es sind halt natürlich Leute, die im Homeoffice sind oder wo es halt geht, aber natürlich viele, die Zeit haben. Aber es ist ja so, ja, das ist halt eine Morgensendung, aber man kann sie ja nachschauen und das ist oft gar nicht einmal so schlecht, glaube ich. Weil es schauen eigentlich relativ viel. Nachträglich an, ja. Mhm. Ja, genau, Christi, na schau nach, es müsste zum Finden sein. Der Raffi sagt, das könnte ich machen. Was denn? Was? Was, Raffi, was meinst du? Ist immer das Blöde nicht, wenn ich... Wenn man weiterkommt und das dauert immer länger, der Chat, dann lese was, dann kennen wir wieder nicht. Der Chat kommt dann immer später erst und dann weiß man nicht mehr, was man schon gekriegt hat vorher. Die Maggie ist gut, was, stehen Senioren so früh auf? Das ist eine lille Bettflucht, meine ich. Ja, natürlich, es ist natürlich... Nein, das ist eher bei mir, die sind in die Bettflucht. Also. Ja. Aber es sind schon, also es sind oft auch der gute Onkel Ramirez ist des Öfteren noch dabei, wenn er Homeoffice hat, ist eigentlich fast immer dabei. Also Homeoffice ist natürlich diesbezüglich schon leibend, das lassen wir nebenbei rennen. Die Chantal war auch, wie sie noch das Praktikum gemacht hat, auch öfters noch dabei. Jetzt natürlich als Lehrling oder Auszubildende. Azubine. Die Tierschuhe auf YouTube-Fotos. Ein Tierschuh auf YouTube-Fotos. Naja, ich weiß schon, was du meinst. Raffi, danke fürs Angebot. Aber das habe ich nicht gemeint, sondern ich habe jetzt auch gemeint, wenn wir das in der Morgensendung vorstellen, also quasi mit, sagen wir, ein Foto her. Ein Foto, 2, vielleicht 3, machen wir 5 oder je nachdem, wie es zusammenhängt, nicht? Wie es da gibt. Und erzählen gleichzeitig eine Geschichte dazu. Nicht? Ja, das ist eigentlich so der Gedanke gewesen. Ne? Genau. Und quasi, und wenn ich das der Chantal schickt, dass aus dem quasi dann nur aus diesem Teil, aus dieser Morgensendung dann quasi ein Ding machen kann. Das habe ich gemeint. Also ein Videoschnitt. Aber so Foto-Tiershow-Geschichten, ja, hätte vielleicht auch was. Hast du mit Musik unterlegt und so. Da ist ja wurscht, da können wir es noch auf jeden Fall. Danke, Raffi, für die Idee und für die Bereitschaft. Ja. Ratter, ja. Der Wolfgang ist ja am 5 schon auf, am 5 gehe ich nicht einmal aufs Klo, nicht einmal, wenn ich muss. Am 5 bleibt man liegen. Nicht? Jetzt überhaupt, jetzt wird schon, heute war es Nebel. Heute war so der erste richtige Herbsttag eigentlich. So richtig so, jetzt spüre ich den Herbst. Die Flasche auch schon? Ja. Nun denn, meine Herrschaften, dann verabschiede ich mich mit dem, was im Glas ist. Der Wein geht aus. Wir sagen Dankeschön, schön, dass ihr dabei wart. Wir werden jetzt noch eine schöne Abschluss. Naja, Schuss von der Mama. Sind wir natürlich noch schuldig. Wenn du kannst mit deinem Finger heute. Das behindert ein bisschen natürlich schon, muss ich sagen. Nein, es ist behindert stark eigentlich, muss ich echt sagen. Macht es nicht unmöglich. Nicht? Aber, also wer es nicht weiß, um was es geht, der Fingernagel ist mir eingerissen.
Und jetzt ist überhaupt nichts Schlimmes, normalerweise, aber jetzt fehlt mir quasi, also dort, wo ich Nägel habe, genau am Zeigefinger mit kein Nagel mehr, also keine Nicht. Nagelspitze mehr, mit der ich eigentlich zupfen tue. Und die anderen haben es natürlich. Jetzt, das ist einfach ungewohnt. Es ist ungefähr, es zupft sich anders und was vor allem auch ist, es tönt auch anders. Der Ton kommt einfach anders, Ja. ob du mit dem Nagel zupfst oder mit der Fingerkuppe. Ja, aber sind wir sicher. Aber das ist jetzt Das wurscht. ist in diesem Sinne, meine Lieben. Jawohl, Ich nehme den letzten Schluck. Auf euch, der Klausi. Jawohl. Nimmst du auch schon oder später? Nein, jetzt schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns morgen. Oder nächste Woche. Prost. War ein Kurztreffer. Ja. Aber Säure auch, obwohl das ein halb trocken ist, aber er hat Säure genug. Hat Säure, ja. Ohne dem war er nämlich fad und langweilig, muss man Wahrscheinlich. ehrlich sagen. Ja? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Aber nein, mir hat das sehr gut geschmeckt. Kopf an der Kant, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und aufgeschiefte Wunden ob schiefere Zungen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama geht alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Hab Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht mir das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es
gibt nix mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als kleiner Säugling sieht. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als kleiner Säugling sitzt. Am Schoß von der Mama. Jawohl, das war's. Meine Lieben, pfiat euch gut, macht's es gut. Grüße, schicke da und ja, bis demnächst. Pfiat euch. Pfiat euch gut. Ich hoffe bis morgen in der Früh auf dem anderen Kanal, nicht bei den Insights um 9 Uhr. Ich glaube, du sagst bei den Insider. Pfiat euch.